Schmiedi, Mittwoch, was ist los mit euch? Ich weiß nicht. Geht da schon was? Hallo? 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 Ich weiß es nicht. Warum braucht den YouTuber eine Viertelstunde lang, bis da mal irgendwo... Meine Fresse, Alter. Ich weiß nicht. Habe. Wenn's der... Ein ganzen... Auch in dem Moment. Auch in... Das eigentlich ja jeder. Das war klug! So! Heute Events, Birger Micker, 20 Uhr. Schmiedi, merci as always. Hashtag erster Popomann. Herr Mittag, merci für den Zwickel 21. Habe ich Mr. Birger, merci für euch und das neue Lied ist mega gut. Bussi auf Bandscheim. Herr Mittag, das freut mich sehr. To your heart, Brudi. Bussi, Bussi, Dankeschön. Erstmal habe ich die Ehre an. Die Leitnerin an den Dasthellen, an den Lili, an den Tipfcounter, Berne, wie auch immer, an den Mattel, an den Jakob, an den Stützer, an den Florian, an den Tom, an die Linnertz, Deuham ist gar nicht weit weg. An den Sondermeier, an den Highlander, an die ganze Twitch-Bagage, das ist ein Wahnsinn. An den Herrn Price, Mr. Mesh, an den Elsa, an den Patrick, an den Steffi, an den Sens, an den Heinku.de, an den Wolfi, an den Schwaberbauli, an den Jamdor, an den Marcel, an den Daffy Duck und so weiter und... asozial. Asozial. Wie geht's euch? Brrr. Ich sag leider Gottes immer nicht. Jetzt habe ich extra was, ich hab mich wirklich versucht vorzubereiten. Erst ist schon mal das erste, der scheiß Donation Sound stimmt nicht aus meiner Ohrwaschlause, sondern wieder irgendwo da. Naja, es ist immer das Gleiche. Es ist immer irgendwas anderes. Ich habe nichts umgestellt, keine Ahnung. Aber was ich einmal da habe, ich habe heute mal versucht, ob der Nightbot geht. Lass wir jetzt mal probieren. Jetzt pass auf, schreiben wir jetzt mal Ausrufezeichen Discord rein. Und der Nightbot ist da! Er ist da! Press F for Respect for Nightbot. Herr Seiching, gibt's da Bier? Nein, Bambusrahmen gibt's. Herr Seiching, merci dir. Weiß ich nicht, wenn du selber uns geholt hast, dann ja. Sims, merci dir für den Euro. Habe dir mit Challenge in der Stream, mach weiter so, Birger, bist du Beste. Bist der Beste ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber ich versuche, dass ich so weitermache. Auf das einigen wir uns, oder? Das ist in Ordnung. Was hat's ich habe gerade schon wieder Les Birger ist gleich Zero ready. Ich bin immer ready. Treib von Letten irgendwo da überall. Ja, weil ich habe fleißig gebastelt, Alter. Fleißig abgebastelt. An so einem kleinen ja, an dem Bastelprojekt vom Oktober. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Ich glaube, wir werden heute mit Little Nightmares 2 fertig. Finale! So schaut's aus nämlich. Und irgendjemand hat mir gesagt, so, das dauert noch eine gute Stunde. Und dann werden wir uns dem Blödschmerz widmen und über Gott und die Welt philosophieren. Und uns vielleicht überlegen, was wir nächste Woche spielen. Also es geht auf alle... Hansel! Bist mir schon angegangen. Aber schon den ist verschollen. Hansel ist verschollen. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt mal sagen soll. Aber wenn der goldene Rahmen kickt, dann ist so einer von den üblichen Verdächtigen. Hansel! Merci! Vergelt's gut. Freut mich, dass es dir gefällt. Freut mich, dass es euch im Großteil gefällt. 99% zu 1% Like-Dislike Ratio. Glaube ich, kann man lassen. Ist ganz gut geworden. Video ist auch ganz gut. Wird schon passen. Wer es noch nicht gesehen hat, wenn ihr in meinen Kanal schreibst, nein, da bin ich daheim. So, Tommy! Just Mercy, oder? Hast du eigentlich jemals, müsst ihr mir nachschauen, weißt du nicht, wie es muss, aber ist egal, hast du jemals was anderes in deine Donation eingeschrieben für Mercy, Alter? Ich weiß nicht. Tommy, as always, vielen herzlichen Dank. Bussi aufs Nussi. Conny, same here. Servus Birger, bin auch schon da, Little Nightmares. Finale. Merci dir. Bussi aufs Nussi. So, wer braucht die 3 Teile davor, wenn man das Finale anschauen kann? Schreibt der Stürzer, Mike. Du recht hast. Trau geschissen drauf, Alter. Ich bin gespannt, wie oft wir heute sterben. Ich hoffe, der Herbert ist am Start für den Twitch-Depth-Counter und der YouTube-Depth-Counter, der ist auch schon am Start, habe ich schon gesehen. Ja. Ja, was wir dann nächste Woche spielen, keine Ahnung. Es geht auf alle Fälle mit der IC weiter, ist sowieso klar. Und, da können wir Wetten abschließen.
ab in den Chat, wie oft sterben wir heute. Ich sag Depth-Counter 0. Auf alle Fälle öfter wir am Samstag in Dark Souls. Übrigens, dürstet es mich nach Sekiro. Schauen wir mal, was wir am Wochenende. 69 Mal, das war ein guter. 69 ist gut. Akute Strike-Gefahr. So, wer gibt da immer ein Dislike, Alter, Vater? Weiß ich nicht, ich glaube, es ist immer das. Weiß ich nicht. Vielleicht hab ich noch mal angeschrien. Keine Ahnung. Warte! Die 6 Stunden warten haben für. Ja, genau. Heute hab ich die Ankündigung habe ich heute ein bisschen früher rein, aber sonst frage ich nicht warum. Hab Zeit gehabt. Ja, stolz im Sepp! Hat der Bürger es fucking schön Stream! Hackelberger! Willst einen harten, trink einen harten. Jetzt hier das eigentlich? Jetzt hier? Also mir wird da der Alert-Sound angezeigt, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass das nie. Ich weiß nicht, was da wieder los ist, keine Ahnung. Kannst ja GTA Story spielen, Birger. Die habe ich privat schon durch. Da fein ich erst bei privat ein bisschen. Das habe ich einfach offstream schon gespielt, damals, wie es rausgekommen ist. Das tue ich nicht nochmal. Herr Whisky, just going to your Birger. Da kann da mal die zweite Staffel kommen. Jetzt, wenn das irgendjemand schreibt, Kruzifix, muss ich dran denken, wann kommt denn endlich Staffel 2? Oder Witcher 4? Ich darf beides nehmen, so wie es ist, Alter. Alter, wer spielt GTA 5 mit der Grafik noch? Ganz ehrlich, Grafik interessiert mir einen Scheißdreck. Die Dark Souls letzten Samstag. Schaut aus, wie aus dem zweiten Weltkrieg. Ist er aus dem zweiten. Aber best Game ever, Alter. Gärtner, Leute mit den 20er, wenn man anschmeißen, ist einfach immer zu viel. Vor allem, wenn ich so zumindest halb neuen Namen lese. Gärtner! So fühlt sich ja gut, okay, ist geil, kommt jetzt öfter. War kein Goldener. Es tut mir wirklich, es tut mir jetzt fast schon ein wenig leid. Es tut mir jetzt fast schon ein wenig leid. Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum er beim Hansel dann mit 21,99 golden war und beim Gärtner jetzt mit 22. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Stell dir einfach vor, es war golden. Der Gärtner können wir uns da drauf einigen, ich weiß es auch nicht. Leon Wolf! Merci dir! Derre, war leider bei LeBron nicht dabei, er kannst nachholen, nicht. Erhobener Arm. Aber den linken, ja, ist wichtig. Ja, ist wichtig. Akute Strike-Gefahr sonst. Deinen rechten Arm hebst. Herr Lene, Sie hören aber heute bitte auf. Ist das in Ordnung? Please. Lass was da heute dabei, das war echt in Ordnung. Ja, also, es ist selbst ich schon zwei, aber ich weiß, was sonst passiert, darum kann man Ton aussetzen. Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen aufeinander gespielt. So, ich weiß, woher das kommt, der Ton aussetzen. Am Noise Gate, Alter. Damit man meine dumme Raucherei nicht die ganze Zeit da die Umeinanderzuslerei hört. Herr Mortel, merci für deinen 25, ich kann sowieso nichts dagegen tun. Vielen herzlichen Dank. Bussi aufs Nussi. Herr Seitscheng, lass absichtlich kein Like da, muss reichen, dass ich mir wieder die Videos und Livestream gebe, wenn ich nicht einblende. Muss Beweis genug sein. Und wo gibt es jetzt wirklich ein Bier? Weiß ich nicht, in dem Kühlschrank hoffentlich. Und wenn nicht, Hashtag selber schuld. Herr Seitscheng, merci. Nein, Maika! Dein Mikro raussetzen, wenn du sprichst. Ja, jetzt darf es nicht mehr haben. Jetzt müssen wir es normal wieder gehen. Dafür hört es jetzt leider Gottes wieder in jedem Zutler. Tut mir leid. Aber danke für den Hinweis. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herr Kobelbauer, Bürger! Jonas! Oh, Katzelsepp, merci für den neuen. Leute, chill's. Chill's. Wir spät ist. 1 Minute noch. So, wir können mal langsam mal den Controller starten, ja, und den Controller der Herzen. Kann man langsam mal machen, dann kann man uns mal ready machen fürs Finale. Ist das was? Leon Wolf! PS, merci für den Bambus. Ja, also, wenn man sich für die einer bedankt, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ja, Leon Wolf, merci dir. Oh, Katzelsepp, ebenfalls merci. Grüß nach Grüß, da haben wir mal die Schweizer. Grüß nach Österreich, Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in den Chat, Alter. Herr Stoffel, vergesst über den Fünfer, hebe die Haare. Das neue T-Shirt ist super, okay, merci. Herr Stoffel, das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Wenn Sie irgendwie nicht zufrieden damit sind, dann schicken Sie es zurück. Kriegen Sie nice. Ganz einfach. Da haben wir gleich fertig. So geht's übrigens alle. Also wenn das T-Shirt nicht gerade schon 68 Mal gewaschen worden ist, bei 180 Grad und 4 Jahre alt ist, dann kriegst du ein Eis. Sagen wir es so. So,
Sam Croyd ist auch noch da. Ja, C fixer Bambusrahmen, ich fall vom Stuhl, sorry für einen Euro not. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob du gerade einen Bambusrahmen gefressen hast, der ist nämlich random. Der ist halt ich habe so 5 oder 6 so Alerts, da die halt random bei 1 bis 5 Euro oder 1 bis 4 Euro, glaube ich, kämen und der Rest ist dann je nachdem halt. Das ist ja scheißegal, wen interessiert denn das, ganz ehrlich. Sam Croyd, vergeht's Gott, as always, gibt ein more Bussi fürs zweimal wundervoll Abspielen von fehlerfrei First Try abspielen von nein, Alter, das war nicht der Sinn dahinter, Alter, das, oh. Herr Gärtner, das ist 2, das muss glaube ich bis September 2022, können wir uns da darauf einigen? Das war jetzt nicht der Sinn dahinter. Wenn mich keiner abgelinkt hätte wieder, dann war ich sowieso jetzt nicht hergegangen und hätte gesagt, so, ich schaue schnell nur. Ich glaube, dass ich nämlich bei den Twitch-Donations habe ich den goldenen Rahmen ab 25 und bei YouTube versehentlich ab 20. Glaube. Ich sag das, wie ich weiß nicht. Das ist eine Serie, die Listen an Alerts, die wo ich da von Hand irgendwie eingegeben habe. Habe ich mir halt vertan. Entschuldigung halt dann. Bau mir im ersten wieder einen Euro. Leute, jetzt hört's auf, chillt. Leute, wir spielen halt. Nein! Ich rufe den Vorstand an, der wirft euch alle aussehen. Ich hab doch jetzt einen Türsteher. So ein kleiner Chinesenbuben, der wohnt im Keller. Den kann ich anrufen, der kommt, der futzt euch alle aus dem Leben, Alter. Der kommt ab 4 Cent Kinder und sagt, es klang dem, rennt er zusammen. Baumi, habe ich dir Bier, Baumi, mir ist wieder einen Euro. Mori! Hat der Bürger steht mit dem LKW in Österreich. Arbeitssack, Hashtag Lieblingsnachbarn. So schaut's aus, da schon hin. Mori 26, 66 sind 2 und du weißt es. Dankeschön. Schnauze jetzt. Wie war denn das? Donation Sound aus jetzt. Hansel, nochmal. Nein, bin nicht. Was verschollen? Wie war es mit Monkey Island 2? Das stimmt, das hebe ich mir aber so ein bisschen. Monkey Island 2, ja. Aber das hebe ich mir nur so ein bisschen auf fürs Sommerloch. Ja, das so irgendwann. Ich sage jetzt mal, wann kommt denn das Sommerloch? Keine Ahnung. So zwischen Juni und August vor der Sommerpause, da so irgendwo, da hauen wir irgendwo rein, die total wurscht. Da glaube ich, da kann Monkey Island 2 ganz gut passen. So, jetzt spielen wir! Fix Letten, Alter! 10 nach hat's gehört. Nein, Max. Vorstand, 555, Nase, du Motherfucker, Späh, du, ja, halt dein Maul, Schreiber, Max und Brot. Welcome to the Squad, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, los geht's jetzt. Dankeschön. So, ich hoffe, dass jetzt erst einmal das Spiel überhaupt angezeigt wird. Das ist das Erste. So, wie schaut's aus da? Natürlich, wie Sie sehen Sie nichts. Warum nicht? And all of a sudden, the fucking game appeared. Kinder, jetzt machen wir. Jetzt ist er Ruhe mit scheiß fucking Donations, Alter. Fix Letten, Alter. Paminger Style. Grüße Sie, Monsieur. Monsieur. Herr Paminger Style, vergesst über 5, der ist zu viel und du weißt es. Merci dir, Alter. So. Get the Controller, ist immer das Erste. Was haben wir da gern? Letzten Samstag steckt deinen verfickten Controller einfach. Birger! Dann stirbst du vielleicht auch nicht 58 Mal! Weiterspielen! Los geht's! So, jetzt wird das absolutäre Fingerfertigkeits-Pro-Gaming-Dasein abgerufen. So was hast du in deinem Leben noch nicht gesehen, Alter. So, wir sitzen mal traurig in den Ecken hinten, wie immer, haben wir unsere Papiertüten auf. Jetzt wird das verdammte Spiel durchgespielt. Dann gibt's ein Fazit. Und dann gibt's einen Blödschmerz. Vorausgesetzt, wir schaffen es unter 2 Stunden. Sagen wir es so. Dann können wir gleich mal Sprinten anfangen. Los geht's. Da hängt da drin. Das, Kinder, passiert übrigens, wenn du mit Radler einen Rauschen saufst. Ja? Hängst du umeinander wie leere Hosen. Kann man sich mit Radler eigentlich, also geht das theoretisch, hat das schon mal jemand da? Sich mit Radler einen Rauschen gesoffen? Hat das schon mal jemand da? Nichts gegen Radler, Alter. Ich finde diese ganze Scheißdiskussion, ob ein Radlertrinker ein Schimpfwort ist, finde ich sowieso behindert. Hashtag Gösser Radler, gibt nichts Geiles. Heute halt Futzen. Prove me wrong, Alter. Lauter Ahnungslose. Mehr sag ich nicht. Da springen wir rein in die U-Bahn. Oh Gott. Okay. Der Try-and-Error-Shit fängt wieder an. Wir laufen vom Slenderman mit Hut. Laufen wir einfach davor. Ich weiß nicht. Der kann sich porten, Alter. Da springen wir einfach. Da springen wir mir weg. Abflug. Hashtag Gösser Radler. Oh, der ist aber schnell. Der ist verdammt schnell, der Teufel. Nein, nicht!
jetzt auf, merci für den Fünfer. Ja, super, der zählt nicht. Also, ich tippe, das ist 25 getippt, dauert bis du wieder durchdrehst und danach sicher nochmal 20. Schnauze! Wenn sie die ganze Zeit da umeinander werfen, dann kann es nichts werden. Der Tipp-Counter zählt nicht. Ich will keinen Ton hören. Hau ab! Hau ab, sag ich! Zählt nicht! Na? So, einhalten noch Hagel. Und dann schwingen wir uns. Da schwingen wir uns durch! Schwingen! Schwingen! Hammer! Ah nein, ich bin am Weg hängen geblieben. Oh. Lauf euch! Der Sound ist zu laut. Also, da kümmere ich mich drum. Machen wir minus 10. Ist das ein Deal? Aber es ist ja gerade massiv aufregend. Da darf der Sound schon mal kicken, Alter. Den Depth-Counter lasse ich zählen. Wen haben wir noch? Alles Chicago, merci dir. Ich mag aber keine Leute übersehen. Weißt du, das ist halt einfach was ist das auch für ein asozialer Move, Alter. Wenn irgendjemand da wirklich bereit ist, eine Spende da zu lassen und dann und ich ignoriere es im Prinzip weg, wenn ich sehe. Das ist einfach nur so ein Move. Das der mir nicht. Das der mir nicht, das will mir nicht. So, Schalter umgelegt, die Frage. Habe ich zwei. Abdampfen mit dem Zug, abdampfen! Da schaut er das Länderman, ja, da schaust du! Friss mir Schweine aus, den nächsten strengen Winter überlebst du nicht, wenn ich dir so schaue. Du Zipfianer, du! Du darfst einziehen. Ich hab mir kurz berechnet, wären so 120 Dipf. Ja, bei der Dipfrate, ja, nichts geht über die Töpferate. So, aber jetzt ist wieder ruhig. Wir haben jetzt im letzten Kapitel angekommen und das hauen wir jetzt durch. Ja? Pro-Gaming like a boss. Like a boss! Oh, wieso? Jetzt tut uns was weh schon hin. Wer ist da? Ich hoffe, ihr seht das. Ich muss ein bisschen auf Zeichen gehen. Da ist so ein Schatten. Das ist so eine Spezies, das ist der Six, ist mir gesagt worden. Oder ein Meereschatten. Muss ich ein bisschen auf Zeichen gehen, aber die tanzen da umeinander. Aber warum tanzen die da umeinander? Was ist wir dann auch mit Moor kannten? Wir könnten uns einmal vielleicht irgendeine so eine Art Video anschauen, wo sich jemand mit der Story auseinandergesetzt hat. Ich habe ein halbwegs interessantes Video gefunden. In der Schule. Vielleicht erinnert euch noch an das Schachrätsel. Da war es ein ganz markantes Rätsel geben mit so Schachfiguren. Und an der Königsschachfigur in der Mitte war man denkt, also eine Puppen, so also Pinocchio, Porzellankopfpuppen angebunden. Und da hat sich einer damit auseinandergesetzt und der hat irgendwie herausgefunden, so alle diese Porzellanpuppen haben Augen off, außer die da angebunden worden ist. Und man geht davon aus, dass das quasi echte Kinder sind. Das ist sicher eine Story-Ding halt. Was spielt's laut? Jörg! Gelungen! Barrett Obama! Vergesst wieder den Drilling, Alter! Geiler Hund im April wird ja genau wieder beim Fischen laufen. Bussi aufs Nussi aus Salzburg, Tinyface. So, freu mich. Ich frage mich, warum läuft das nicht jetzt schon? Ja, Barrett, merci dir. Und in Ost Chicago nebenbei einmal so. Slayer! Oh, Cutscene, aufpassen. Oh Gott, muss ich irgendwas tun? Nein, was nicht. Was passiert jetzt? Oh, wir knien nieder vom Slenderman, aber warum tun wir das? Okay, er tut sein Papiertüten runter. Warum? Die schwarzt langsam davon. Was tut er? Warum? Lass mich raten, da hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas tun sollen. Ja, später kannst du mir aber auch darauf hinweisen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Alter fucking Meister Yoda, Alter. Du kannst nicht vorbei. Gili, bringt das Kreuz. Ich muss da nicht tun. Ja, ich verstehe. Du schlagsiger Hans, darfst du! Oh, bloß in den Weg! Ich mach
auf einmal. Das. Flieht, ihr Narren. Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit umeinander, weil ich nicht. Mir sagt ja das Spiel auch nicht, wann ich was tun muss, wann ich aktiv werden muss. Deswegen drücke ich jetzt einfach umeinander wie ein Vollidiot, wird schon passen. Also wenn das jetzt aber schon das Finale ist, dann bin ich halt schon traurig. Das kann es auch noch nicht gewinnen sein. Was nehmen wir? Dann haben wir 1,5 Stunden, müssen wir 1,5 Stunden irgendwas tun. What the frick is happening? Schön und gut, richtig gut in Szene gesetzt ist das für Show. Ist das ganze Artwork, das ganze rundherum einfach und so. Kann man sagen, was man mag, das ist echt geil gemacht. Props an den Art Director von diesem Spiel. Okay? Und jetzt ab ins Puff, Kinder. Ja, na, was schaut's denn sonst aus? Philo, 11 Euro sind zu viel, danke dir. Wie, wo, was, Little Nightmares? Was ist denn mir schon wieder alles vorbeigegangen? Fix, sag etwas. Ja, der musst nachholen, Da müssen wir uns sowieso nachher auch einmal unterhalten. Wir machen ja so viel zum Beschmerzen eigentlich. Ich muss da mal ein kurzes Schmerzvideo machen. Viele Leute wissen nach wie vor nicht, wo sie meine Streams finden, wenn sie vorbei sind. Also, uncut natürlich. Also ich habe nicht vor, dass ich irgendwelche Stream-Highlights oder irgendeinen Scheiß mache, wie es alle anderen machen. Das ist ja nur behindert. Aber jetzt spielen wir erstmal das Spiel fertig. Wo ist unser schöne Papiertüten, Alter? Ich mach Papiertüten am Gehalt. Okay, wenn schon wieder die Stühle umeinander fliegen. Kinder, wenn der Stuhl fliegt. Damn you, Physics! Ich mein, wahrscheinlich soll uns das da alles sagen. Ja, mir lieber den Tag nicht vor dem Abend loben, nicht, dass jetzt der Schlagsi-Sepp wieder daherkommt und zerpümmelt uns wieder. Schuhgrim Sepp! Haut der Bürger! Haut der Schuhgrim Sepp! Wie ist sie wieder entwickelt, Alter. Los geht's. Weißt du, die ganze Umgebung und so. Ich liebe dieses Wort. Okay. Schaut mich nach einer Schleife um. Was passiert, wenn wir da reingingen? Es pulsiert ja so, wenn man in die Tür einläuft. Vielleicht muss man ganz schnell hin und her laufen. Ja. Ich sag das. Also irgendwas ist auf alle Fälle. Ja, Alter, was weißt du nie? Hallo? Laufen wir noch mit da lang. Laufen wir 4. In die Finsternis. Man sieht hier wahrscheinlich absolut gar nichts. Ich check's nicht. Musik. Ja, aber Musik ist immer da rechts. Ah, jetzt nicht. Jetzt nicht. Aha. Ja.
Muss ich da nach wie vor der Musi noch oder nicht? Leute, jetzt chillt's. Mr. Fox! Wenn der Stuhl fliegt, wird der Tag beschränkt. Meistens. Danke dir. Ah. Und da spielt Musi davor, da gehen wir rein. Ja, easy peasy, lemon squeezy wieder. Passt. Und weiter geht's. Simon, merci dir. Schöne Grüße aus Österreich. Wahnsinns-YouTuber. Weiß nicht, was ich sagen soll. Außer Special Greets nach Österreich. Vielen herzlichen Dank. Hashtag Lieblingsnachbarn. Immer sauber der Musi nach. Es geht da hinten die Tür zu. Vielleicht muss man die Tür aber auch bloß aufmachen. Schauen wir mal. Aber wie? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ja. Bleibt die auf. Ich hoffe. Und jetzt da einer. Easy. First try. Fast. Da spät keine Musik. Spät da Musik. Passt. Nächster Raum. Schöne Musik, so beruhigend. Ja, das ist, ich hab so ein bisschen das Gefühl, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, man kann es aber mit den Pufftieren aber auch übertreiben, gell, Leute? Kann ich das umwerfen da? Ja. Kann man umschmeißen, hab ich mir schon gedacht. Das hab ich mir schon gedacht. Wo ist die Musik? Da spielt Musik. Was? Jetzt müssen wir da jede Tür ausprobieren, oder was? Ja, lovely game. Sei mir nicht besser, aber das riecht ein wenig nach künstlich entlenkt sein, gell? Vorausgesetzt, es kommt jetzt nicht noch 8 verschiedene sehende Räume wo mit 34 Tieren dann. Wo ja jede... Ja, da ist Musik. Aber die Laufwege sind relativ kurz, das kann man schon lassen. Kann man schon lassen! Mojo! Ich weiß nicht, was mit einstimmt. Die liest wenigstens vor. Was tun gegen euch? Außerdem haben wir uns geeinigt, dass ihr die Woche wenigstens eine Ruhe gibt. Habe Trittbürger. Wünsche einen schönen Stream, liebe Grüße an alle, liebe Grüße aus dem schönen Oberösterreich. Bussi aufs Nussi, geldgeiler Wichser! Und Lieblingsnachbarn. Alter, was soll ich da dazu sagen, Alter? Hört halt bitte auf. Also, einigen wir uns, hört sowieso nicht auf. Das geht jetzt seit Wochen so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu, Alter. Das wird halt langsam einfach absolut ridiculous. Das ist, Mojo und Frauke sagen nein! Vielleicht hilft es, wenn ich nicht mehr so eskaliere drauf, wie ich es normalerweise tue. Leute, ihr 2 Vollgasnarischen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Bitte. Dann einigt man uns halt wenigstens auf einmal im Monat oder einmal im Quartal oder was weißt denn ihr, Alter. Aber das kannst nicht oder könnt's nicht bringen jede Woche, das geht nicht. Alter, das geht nicht. Das Bütchen. Kauft euch, was weißt denn ich, was euch kauft? Kauft euch eine Playstation, kauft euch irgendwas, was habt davon, nicht dem Vollidioten im Internet. Ein 200er hinwerfen, 5-mal gefühlt. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es waren 2. Einer zu viel. Ich weiß nicht. Mojo, Frau, fühlt euch aufs Nüsschen geküsst. Dankeschön. Seriously. Kauft euch 5 Pullis davon. oder was weißt denn ihr? Oder? Ich weiß nicht. Manninger, merci für deinen Zwickel. Weißt 2,00 und 200,00 haben nicht einfach, das ist einfach zu krass. Ja, Meininger, taugt das Spiel, ich hab's schon 3 Mal durch, Hashtag zu viel Zeit. Ja, mir taugt's. Zum 3 Mal durchspielen, glaube ich, taugt's mir nicht, aber mir das Spiel taugt. Leute, I'm serious, Alter. Mojo, Frauge, fühlt euch auf die Bandscheibe geküsst, vielen herzlichen Dank. I'm serious. Es ist krass. Please stop it. Please. Oder please, dann mach wenigstens eine Pause. Wenigstens das. Der
feine Herr schreibt, Bürger siehst doch auch als Anerkennung für die Unterhaltung. Die GZ verlangt das gezwungen, dir gibt man's halt lieber. Ganz ehrlich, Alter, das was der Mojo und Frauge, es ist ein Unterschied zwischen einem Euro, einem Zwickel, einem Fünfer, vielleicht einmal ein Zehner, ja, so alle 3 Monate mal, weißt du was, ich hab Stunden Spaß da, da sag ich ja auch schon nichts, da habe ich wirklich lang gebraucht, bis ich mich da dran gewohnt. Aber 200 Euro im Wochentakt ist einfach, das ist einfach zu viel. Da braucht man nicht diskutieren, das ist einfach zu viel. Alles, was ein Zehner irgendwie überschreibt, ist eigentlich zu viel, sobald das irgendwie regelmäßig passiert. Das ist einfach zu krass, Leute. Und ich sitze da und denke mir so, ich weiß nicht, was ich jetzt da sagen soll, außer vielen herzlichen Dank. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß es auch nicht. Sind wir jetzt da, spät jetzt da eine Musik oder nicht? Keine Ahnung. Abgesehen davon, der GZ zahlen wir keine 200 Euro im Jahr. Das kommt auch. Nein. Amigo. Merci dir, Alter. Ein kleines Payback für die Jahre Spaß, die ich mit deinen Videos und Liedern hatte und haben werde. Schönen Gruß aus Linz. Schon wieder die verdammten Österreicher haben einfach, den schneibt sie, Alter. Herr Amigo, 20er ist genauso zu viel. Du weißt es. Viel Spaß weiterhin, es ist mir eine Ehre. Vielen herzlichen Dank. Simon, danke schon für den Entwickler. Muss ich auch nochmal grüßen aus der Steiermark. Österreicher. Österreicher everywhere. Wie geht die Tür auf? Sag mal's. Sag ich gleich, dass ich mich einfach einschleichen kann. Aha, da ist die Kurve! Um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Erst einmal Pumpen durch die Weggeschichte pfeffern! Hab ich vorhin im Chat gelesen. Nimm die Anden. Wingardium Leviosa! Oh. Das ist der Hugo. Der Hugo hat endlich... Hugo! Was ist mit deinem Arm, Alter? Das kommt davon, wenn man zu oft schleudert. Das ist der Full Retard-Maus. Ich glaube, das ist der Hugo. Ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Ich muss ihn rufen, ist da gestanden, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mal weiter weggehen. So. Kim! Alter, da kickt er einfach das Auto durch die Welt. Und jetzt? Was ist mit ihm? Weh, du tust mir weh, Alter. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Ich nehme jetzt... Da hinten liegt der Hammer. Das ist ein guter Hammer. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich... Soll ich ihm auf Bratzen hauen? Ich glaube, wir müssen ihm auf Bratzen hauen, das sagt mir. Aufwerfungsgriffe! Ja, sag mal, wo haust denn du hin, Bürger? Bist du blind? Der haut aber auch mit Absicht daneben. Sag ich dir, was ist? Ich drück einfach nur nach oben, er haut mit Absicht daneben. Ich weiß nicht, was du hast, Oh, der ist grantig. Ich fange schon mit Laufen an. Tschüss dann. Tschüssi. Tschüssi, komm. Echt schnell. Hopp. 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 Was? Hugo. Hugo, los mich. Ich hab mich versteckt. Oh ja. Hugo, ich bin's. Oh. Der tut jetzt dann gleich die Couch weg, dann bin ich gefickt. So richtig gefickt. So richtig gefickt. Oh, jetzt geht er. Was tue ich jetzt dabei? Okay, ich hab noch. Ich weiß nicht.
Depth Counter incoming. Ja, da haben Sie recht, Frau Sam Crowin. Und ich stimme dem Price zu. Ich wäre da lästig, wenn ich 6 Ebung hätte. Okay, Zwischenspeicherung. Außer mit dem Hacky. Hab ich gesehen, dass wir mit dem Hacky hauen wir gleich mit die Bude ein. Here's Johnny! Das war saubere Umdrehung, oder? Das war saubere Umdrehung Ludenschelle. Gehen wir lieber mal weiter. Muss ich mit Hacke drauf haben. And that's how it's done, Kinder. That's... Oh, jetzt warte mal. Warte mal. So, wir kommen ungewöhnlich schnell. Simon, merci wieder den Zwickler. Poller, merci wieder den Euro. Die verdammten Österreicher. Ich weiß nicht, was bei euch hinten läuft, aber bei euch verdient man offensichtlich gut. Irgendwann komme ich zu euch, ich sag's euch, was es ist. So, ich hab das Gefühl, wir müssen anschreien, da aussehen, auf der anderen Seite rein und dann hin. Ja, das war schon richtig, wenn ich nicht umdreht hätte. Ja, das war schon, mein Gedankengang war schon richtig, aber das muss schneller gehen. Biege da der Zipfel an, aber das muss schneller gehen. Komm, auf geht's. So, geschrien, rein ins Viech. Und drauf gesehen mit. Geh, drauf gesehen! Du die Brunskau, du! Brunskau! Brunskau! Tja, da sind wir nun. In der trostlosen Finsternis. Wo ist es finster? Sind wir komplett lost. Haben wir keinen Papierhut mehr. Das ist einfach traurig. Ja, Alter, wo ich so nie jetzt eigentlich wissen, wo ich hinlaufen muss. Genau. Okay. Wieder mal mehr Dusel als Verstand. Der Klassiker. Der Klassiker. Bierger Pro Gamer. In Wahrheit mehr Dusel als Verstand. Jetzt haben wir schon wieder bei dem offen. Jetzt meine ich, hat er gelernt. Wie lernen. Ja, guter Mann, chill mal! Was ist eigentlich mit deinen Haxen, Alter? Was ist los mit dir? Fix lecken! Jetzt pass auf. Das probieren wir jetzt. First try! Das P in Bierger steht ganz klar für Pro-Gamer. Hashtag Zero Depth. Ja, zitiere ich mich selber. Beste, schönen Grüße aus St. Valentin, Niederösterreich. Es sind so viele Österreicher da, das ist brutal. Laut die Zuschauerzahlen, also so in die YouTube Analytics zumindest, hat sie bloß 10%. Das kann ich oft gar nicht, das kann ich eigentlich nicht das kann ich nicht glauben. Jetzt liegt's hackig. Ja, lass mich überlegen, Alter. Probieren wir einfach, probieren wir so. This is not how this works. Okay. Let me have a look. Kann man da aufspringen? Ja, kann man. Dann probieren wir es so.
wir da aus. Herr Witztum, vergesst nicht über den Drilling, Alter. Scheiße, voll verpennt. 0-0, wie viel Depp voll verpasst? Wie viel Depp haben wir? Nein, nee. Hey, ja, lass die Depp sein, Alter. Also mir vermöbelt man offensichtlich gerade ein Hugo. Warum der Hugo ist, wie er ist, das weiß ich nicht mehr. Martin, merci für deine 55 oder grüß uns immer Speer, grüß aus Landau. Vergelt's Gott, Leid, jetzt hört's halt bitte auf. So, jetzt hier die scheiß Schüssel. Hugo, wir haben wieder normal jetzt. Komm, da noch mit drauf. Gibt's gleich ohne hinten neu, ja? Haben wir's schon. Martin, merci, chill jetzt bitte. Zero Depp, grüß aus Österreich. Bayern Spätzl, Bub Hirger, das P ist stumm. Hugo! Hugo, Hugo, Hugo! Der Hugo ist wieder da. Jetzt verfolgt uns auch. Hugo, lauf, Hugo! Ich hab gesagt, dass ich die Aussage, Hugo! Lauf, Hugo! Ich bin schon wieder zu langsam, ich seh's schon. Ja, ich seh's, dass ich jetzt langsam bin, das wird der Topf, das wird der nächste, das wird der 10. Topf, Alter. Nein. Oh Gott, wir werden uns gekatscht. Wir werden uns gekatscht. Oh, was? Au! Au! Ah. Lauf, Hugo! Hugo! Lauf! Zirk mich! Hugo! Lass ja nicht los! Zirk mich heute! Was ist das? War jetzt, ist das der Ernst? Jetzt war gerade der Streamer, ist das der Ernst, dass Twitch gerade abgekackt ist? Der Hugo hat uns gefangen an der Brücke und hat uns runterfallen lassen. Absichtlich. Twitch war aus. Was ist mit YouTube? Der Sam hätte die aufgezogen, richtig! Für 1 Minute, sie. Toll! Klasse YouTube! Klasse YouTube und Twitch. The most memorable moment in the game. Und what the fuck are you doing? Abkacken. Ja, gratuliere, Alter. Also, du musst mal kurz zusammenzufassen. Wir haben vor dem Riesenbatzen da davor gelaufen. So auf dem letzten Meter war so eine Art Brücke. Hugo vor uns, mir nahe, Brücke bricht zusammen. Wir springen. Hugo fangt uns. Wir hängen so dran. Ewig. Kamera fährt hin. Wir hängen dran. Er zückt uns nicht auf, lasst uns aus und wir fallen mal in Zeitlupe nach unten. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist das allerletzte YouTube und Twitch. Fuck you. Bei mir hat nichts gefällt. Mein Stream läuft ganz normal, wie er immer tut. Und YouTube war auch weg. YouTube ist kinkt. Ja. Super! Klasse YouTube! Klasse YouTube und Twitch. Klasse. Vielleicht aber auch ein Restream. Was ich da sag? Fuck you. So, jetzt haben wir da offensichtlich irgendwo in der Bauchspeicheldrüse vom, was weiß ich wem. Laufen wir einfach mal weiter. Wir können da offensichtlich überall hinlaufen. Super.
Ja, wo ist denn der Depth-Counter für YouTube und Twitch? Sag nix. Hallo? Ui, was ist das? Also auf alle Fälle haben wir jetzt da halt runtergefallen und jetzt sind wir da. Es tut mir wirklich leid. Wenn es ist, schauen wir uns die Steuer nachher nochmal an irgendwie. Die Frage ist, ich check halt gar nichts, gell? Ich check halt gar nichts, was da passiert, warum, weshalb und überhaupt und überhaupt. Nein, das Ding hat mich nicht gefressen. Wir haben da einfach runtergefallen und jetzt sind wir da. Und die Frage ist, wo zur Hölle sind wir eigentlich? What the fuck is happening? Herr Langenecker, haut drin, Birger, bin ich jetzt wieder dabei. Es ist Zwing und wieder unter dem Spül, aber hat es nicht eher geschafft. Was? Ja, es ist Zwing. Bist du besoffen oder was? Das Allergeilste wäre, wenn er da oben am Stuhl jetzt anfängt. Entschuldigung, macht die Atmosphäre kaputt. Entschuldigung. Herr Langenecker, vergeht's gut. I'm serious, vielen herzlichen Dank. Und nein, es ist nicht Zwing. Was soll das? Soll diese Aussage? Viel Spaß beim Zuschauen jetzt. Die Frage ist, was ist es jetzt? Oh, okay. Jetzt haben wir offensichtlich Ada One. Sophiechen. Danke dir. Achtung. Hä? Vorstand. Schreib am Sophiechen bitte einmal ein Boot auf. Ich kann grad nicht. Spur ist grad so abspannmäßig. Bussi. Dankeschön. Sophiechen, danke für die Mitgliedschaft. Haben Ihre. Okay, wir werden jetzt quasi jugendlich, so junge Erwachsene. Jetzt haben wir aber was zur Hölle, Alter? Und jetzt wie ich zum Slenderman. Oder? That's the twist. Und jetzt ist er ganz... Ich war halt die ganze Zeit der Basi selber. Das ist halt der Plot-Twist dahinter. Geile Nummer. Dennoch check ich nicht ganz. The fuck is happening? Und jetzt ist es halt wahrscheinlich gar, nehme ich an, oder? Das war also jetzt interessant zum Singen. Es ist halt wirklich schwierig nachzuvollziehen, was zur Hölle in dem Spiel los ist überhaupt. Also warum haben wir mir da einfach und der Hugo ist dann da, beziehungsweise Six halt und deswegen hat es uns auch fallen lassen und der Hugo ist abgehauen und wir haben halt da jetzt da runtergefallen und wir haben jetzt der Basi. Aber was? Warum und so? Warum? Was ist? Leute, nein! Stop it now! Leute, Sophiechen! Servus, schönen Grüße aus Oberösterreich! Schon wieder Österreicherin! Kruzifix! Sophiechen, danke dir für deine Mitgliedschaft und deinen Zwickel. Simon, merci für den Zwickel. Der Feier, oder merci dir. Hey, weißt du, ich schnell bloß kurz bin gestern Opa geworden, mehr wollte ich nicht los. You fucking serious? Wir haben einen Opa in der Community? Holy shit, Alter! Gratuliere an alles Gute! Wie geil ist das denn?
Herr Feier, alles Gute. Und herzlichen Glückwunsch. Press F for Respect. Wir haben einen Opa in der Community. Wie gut ist das denn? Press F for Respect. Danke dir, Alter. Das hätte ich nicht 5 Euro kosten müssen. Rodorex! Hab ich Britzl aus Berg, Oberösterreich. Woher denn sonst? Da, Mr. Fink. Vergesst über den Zirkel. Chris aus der Spätschicht in Dingelfing. In der BMW, oder? In der BMW, in der Spätschicht hockst drin. Kündigen. Irgendwas anderes machen. Tu es. Manninger. Mr. Fink, merci. Chris nach Dingelfing. Herr Manninger, merci für den Zirkel. Das Länder hat probiert, den Hugo zu fangen, weil er wusste, dass er böse ist, um sein früheres Ich zu retten. Was? Jetzt müssen wir erstmal mit Musi leiser machen, weil sonst können wir uns nicht unterhalten anständig. Wir schauen uns die Credits an, das machen wir jedes Mal, außerdem müssen wir jetzt nur irgendwie eine Stunde umbringen. Nur mehr langsam. Herr Meininger, merci für den Zwickel. Der Slender hat probiert, den Hugo zu fangen, weil er wusste, dass er böse ist, um sein früheres Ich zu retten. Also haben wir das... Jetzt Moment mal. Haben wir, der Hugo ist der Gaby, ja, machen wir es einfacher, der Gaby, haben wir unser eigenes früheres Ich? Und unser jetziges Ich ist ja best und der hilft ja am Hugo aussehen, um uns selber zu retten. Das darf sogar halbscheirig Sinn machen. Das darf sogar irgendwo Sinn machen, um ehrlich zu sein. Ist das auch so? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Aber warum hat er sich selber dann umgebracht? Ja, weil er in seiner Kindsform ja noch gut ist. Und da noch Zeit hat zum Verhindern. Was, die Gaby ist deine Tochter? Also Six, der Hugo, ist unsere eigene Tochter. Und als Kind waren wir noch gut, haben wir ihre Käufe, bevor wir halt alt werden, damit sie da abhauen kann. Das darf auch Sinn machen. Aber woher weiß man, dass das unsere Tochter ist? Wann ist denn das zur Sprache gekommen? Wann, wie? Mike, der Bürger, chill mit meiner Alten und ihre Besten und die reden so viel Schiss und ich gönn mir die. Ich weiß nicht, ob ich weniger Schiss rede, oder? Mike, merci für den Zwickel. Vollbierbomber, ich bin raus. Jetzt kommt CL mit, was, Champions League mit Paris Saint-Germain und Barca. Ob das bessere Programm ist? Schauen wir mal. Herr Vollbierbomber, viel Spaß beim Fußball schauen. Hau dir eine, merci fürs Zuschauen, habe ich dir. Und warum sind wir gleich alt mit der Tochter und warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum Tochter? Ja, das darf mir auf. Natürlich, woher weiß man das? Ja, gut. Ich hol mir jetzt eine halbe. Was auch, wir spielen jetzt nichts anderes. Wir unterhalten jetzt, was wir mit da könnten, ist so die Little Nightmare Story uns anschauen. Irgendjemand hat das doch mit Sicherheit zusammengefasst. Da die so. Und dann haben wir schon eigentlich vorab angekündigt, dann gibt's einen Blätschmerz. Ja, einfach mal unterhalten. Was kann man als nächstes spielen? Nächste Woche brauchen wir mindestens ein neues Spiel. Mit der Sieg geht's weiter, solange der LeBron lebt. Mr. Fink, der Slenderman ist der Mono, den du spielst, und er wollte den Hugo davon abhalten, dich fallen zu lassen, weil wenn der Hugo dich fallen lässt, wirst du zum Slenderman und der Kreislauf wiederholt sich. Time Paradoxon. Leider hört sich jetzt mit der Spenderei auf. I'm serious, ich lese jetzt dann einfach nicht mehr. Manninger, 1000 Theorien auf YouTube und es gibt keine echte Antwort, nur Spekulationen. Gut, dann können wir uns das aussparen, dann spekulieren wir lieber selber. Heppinger, da hat er gern mehr geben, hol leider nicht so viel. Heppinger, hört dann auf, jetzt ist schon die dritte Zirkel, den es herschmeißt. Oder wenn mir sogar noch jemand schreibt, oder er hat nicht so viel, dann hört jetzt grützi fix noch mehr auf damit mit der Spenderei, ich flipp aus. Ich bin narrisch. Löwensepp, was ist dann mit der Lehrerin und das Krematorium? Ja, das ist generell mal die Frage, was hat das überhaupt damit zu tun? Ich meine, ich glaube, da geht es eher so um diese Welt. Also um diese Traumwelt, nennen wir es einfach mal Traumwelt, diese düstere Traumwelt, die generell ja sehr düster ist. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn wir jetzt nehmen wir mal den Kreislauf, wir haben einen kleinen Bub mit dem Papierkopf auf, mit dem Papierhut auf. Ich kenne leider den ersten Teil nicht und vielleicht erzählt da auch bloß den wichtigen Storyteil
Anfang und Ende. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ein Sims sein Ding lese ich dann nochmal vor, weil da komme ich jetzt geistig nicht ganz mit. Aber um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Theorie eigentlich am besten. So, aber warum dann gibt's dann uns zweimal? Das macht irgendwie keinen Sinn. So, mit wir haben einen Hugo, wir haben uns. Wir als kleiner Bub sind wir unser früheres Ich. Ist ja egal, weil wir sehen es ja am Schluss, dass wir dann erwachsen werden und zum Slender, zum Besen werden, ja, der uns das ganze Spiel quasi verfolgt. So. Aber was hat das genau mit dem Hugo zum tun, mit dem Gaben? Zeitreise. Wir sehen ja die Gesichter nicht. Also wir sehen ja Gesichter das Gesicht vom Hugo nie. Und wir sehen nur unseres. Damit kann man nicht sicher sagen, wir sind ein und dieselbe Person. Der Price schreibt, na ja, wann machen denn Albträume schon Sinn? Ja, das stimmt. Vielleicht ist es ja bloß ein Albtraum. Das ist einmal generell, aber das ist jetzt das ist irrelevant irgendwie. Ob das jetzt ein Albtraum ist oder nicht, ist ja wurscht. Ist ja alles Traum. Night, ja, weil sonst das heißt ja ein Little Nightmare. So ist es nicht. Der David schreibt, ist ja alles Traum, Nightmare. Da kann schon sein, dass sich selbst zweimal gibt. Ja, das stimmt. Aber dann ist ja alles erklärbar. Dann kann man theoretisch auch irgendwo interpretieren, dass die Basic-Lehrerin unser Mom ist. Der Dicke am Anfang, den wir mit der Schrotflinte abknallen, unser Onkel ist, der uns sexuell missbraucht hat, warum auch immer, oder? Ja. Also, ich glaube, Herr Link, vergesst über den Zwickel, Leute. Herr Eppinger, Herr auf jetzt. I'm serious. Du hast sogar schon 5 Zwickel jetzt, der 6. Du Wüder, du. Nix Wüder, hör auf jetzt. Du kannst mir nicht schreiben, dass du nicht so viel hast und wirfst dann einen 10er aus dem Fenster. Stop it, now. Der Slenderman ist einfach der Marty McFly. Und der Hugo ist einfach ein Sauschell. Ja, das nicht, aber angenommen, also mir gefällt eigentlich. Aber der Don't Eat Yellow Snow schreibt einiges. Ich lese einfach mal vor. Sie trifft Mono, einen Jungen, der eine braune Papiertüte als Maske trägt und muss mit ihm zusammenarbeiten, um durch eine verfallene Metropole namens Pale City zu navigieren, die von deformierten. Da geht der Text wahrscheinlich noch weiter, aber deformierten Gestalten irgendwie. Sind es nicht 2 Geschwister und er wird wie sein Vater? Hugo hat ja erst ab Ende unserer Sicht gesehen und da hat es gewusst, dass wir der Slenderman sind. Was? Hugo hat ja erst ab Ende unserer Sicht gesehen. Herr Neumeier, ich weiß nicht, was du mir genau sagen möchtest. Das ist nur ein Traum nach dem Fullsuff. Ja, das kann sein. Einen Blechfisch auslösen und Bürger schauen, beste Leben. Grüße aus Niederösterreich. Blechfisch auslösen? Was ist ein was bedeutet genau Blechfisch auslösen? Kenn ich nicht. Ja, meinetwegen kopiert mir irgendwelche Story-Schnipsel aus Wikipedia. Das ist kein Stress, nicht um Gottes Willen. Von mir aus, das ist ja mir wurscht. Bürger, spür doch bitte mal wieder Sims. Schauen wir mal. Das Ganze ist wahrscheinlich ein Prequel. Wahrscheinlich habt die Entwickler einfach so programmiert im Rausch und dann so, haha, ja, keine Ahnung, die werden sich schon was zusammenreimen. Das denke ich mir bei öfters einmal. Kurz vorm Schluss hast du die Papiertüte verloren. Das stimmt. Er hat gemeint, er hat gemeint, sein Gesicht gesehen. Ach so, meinst du? Das heißt, wir verlieren die Papiertüten, dann weiß der Hugo, wer wir sind und wer wir wären und lässt uns dadurch natürlich fallen und wir hauen ab. Vielleicht ist das aber auch alles. Der Hugo meint vielleicht die ganze Zeit, wir haben einen Guter, weil wir ihm ja helfen und er hilft auch uns. Am Schluss fällt die Papiertüten ab. Wir kämpfen ja gegen uns selber, ja, mit dieser Machteingebung. Zerstören wir unser zukünftiges Ich und wären wir dann aber wieder dazu. Also das, ganz ehrlich, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das macht alles überhaupt... Aber das macht einigermaßen Sinn, so von wegen, der Hugo sagt dann, wer wir sind und weiß dadurch, wer wir wären und lasst uns dann da runterfallen, was ihr jetzt im Stream leider nicht gesehen habt. Aber er hat uns so gehalten an der Brücke dort und dann hat er uns auslassen, absichtlich. Das ist auch wirklich in Szene gesetzt worden mit Zeitlupe und Musik und Ding und ganz langsam und dann ist er weggelaufen und dann haben wir ihn nie wieder gesehen. Es macht schon einigermaßen Sinn, oder? Jonathan! Wölfchen!
Vielleicht eine Metapher für, man wird zu dem, was man fürchtet, wenn einen die, denen man vertraut, fallen lassen. Das macht sogar ebenfalls unfassbar viel Sinn, ja. Ja, ist eine schöne Metapher. Kann man sich da hineinreimen auf alle Fälle. Wölfchen, danke für den Euro. Ich sehe schon, da haben leider auf alle Fälle mehr Hirnschmalz als ich. Jonathan, können wir bitte die rausgeschnittene Stelle von vorher nochmal schauen? Elements, schauen wir gleich. Elements Obi, merci dir. Was ist mit Dark Souls? Schauen wir mal. Wochenende vielleicht. Allerdings habe ich momentan wieder Bock auf Sekiro. Irgendwas der am Wochenende vielleicht. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Was ich mir langsam frage, ist, wie lange halten eigentlich diese verdammten Credits? Oder laufen die schon zum 25. Mal die gleichen durch? Herr Eppinger, du verdienst es aber. Nächstes Mal wieder ein wenig was. Simon, das ist völlig Banane, ob ich das verdiene oder nicht. Wenn irgendjemand da draußen auch noch Geldstruggles hat und nicht viel hat, dann braucht er mir nicht einen Zückel herschmeißen. Okay? Das ist überhaupt kein Stress. Ich mag das jetzt nicht mehr sehen! Ja, jetzt glaube ich, ich komme aber langsam dem Ende zu, lassen wir es noch lernen. Das ist die Bestellkarten bei den Asiaten. Ja, da gibt's auch alles. Alles. Der Killermizi oder die Killermizi schreibt: Servus Birger, Servus Killermizi. Ja, wenn es 100.000 Chinesenkinder beschäftigen müssen die Credits so lang sein. Das stimmt, ja. Ja, was soll es jetzt? Birger ins Mikro gucken ist asozial und du weißt es. Ist einfach so gekommen. Ja, Kinder, was soll jetzt da sagen? Dann gibt es jetzt einmal ein kleines, was allgemein so das übliche Fazit allgemein zum Spiel. Wenn wir was durchgespielt haben, dann Philosophie eigentlich hätte ich da gerne. Also Story, ich kann nicht ganz folgen. Das lässt so viele Möglichkeiten der Interpretation übrig. Was aber auch nichts Schlechtes heißen muss. Ist völlig in Ordnung. So. Grafik und Artstyle. Kriegt von mir beide Daumen nach oben. Kriegt von mir eine glatte 10 von 10. Spiel schaut wunderschön aus oder eine wunderschöne Atmosphäre. Grafik ist nicht schlecht, ist nicht ultra gut, muss sie aber auch überhaupt nicht sein. Wunderschönes Beispiel für Scheiß auf Grafik und Scheiß auf was weiß ich, was das alles für AAA-Bullshit sein muss. Es ist wirklich... Der Patrick gibt 4 von 5 Papiertüten. Ich gebe auch 4 von 5 Papiertüten, weil natürlich steckt man da noch mit 3 Millionen rein, dann kriegt man die beste Grafik auf der ganzen Welt und es schaut ganz genauso aus. Ist auf alle Fälle nice. Soundtrack passt auf alle Fälle. Leute, ich sag schon, es gibt ein Secret Ending. Ja, das hilft uns aber nicht weiter. Meininger merci wieder in eure. Hugo ist vielleicht der Böse und der Slender ist nicht böse und mag einen Papierkopf helfen, aber der weiß es nicht. Teil 1 maybe. Auch möglich. So. Gameplay. Gameplay ist ganz klar die Stärke von dem Spiel. Also ganz ehrlich, das Gameplay an sich ist ein relativ einfacher 2D-Plattformer mit ein bisschen Tiefe. Ja, jetzt gesprochen in räumlicher Tiefe. Was natürlich viel mehr Möglichkeiten bietet, wie es zum Beispiel bei Limbo der Fall ist. Ich glaube, das sind sogar die Macher von Limbo. Bin mir nicht sicher. Es hat zumindest sehr krasse Ähnlichkeiten. Und da ist wirklich nur 2D. Da kannst du nicht nach hinten und nach vorn laufen. Und ja. YBO! Ich spende, wo ich will, ich spende, wann ich will. Mr. YBO, danke dir. So. Gameplay hat ein Manko. Ein kleines. Und das ist der Try-and-Error-Teil. Vor allem bei den Stellen, wo du von den Bosse weglaufst zum Beispiel. Oder wenn die irgendwas verfolgt zum Beispiel. Da musst du einfach, du kommst mit jedem Try 5 Meter weiter und das ist einfach ein ganz furchtbar klassischer Fall von Try and Error. Sowas ist nie wirklich gut, aber sowas ist irgendwie normal mittlerweile, weil sonst war das Spiel noch 2 Stunden kürzer und da stirbt man halt nun mal. Darum Gameplay absolut angemessener Schwierigkeitsgrad. Steuerung völlig in Ordnung. Was möchtest eigentlich mehr? Mehr ist nicht drin.
Mehr ist nicht drin. Ganz einfach. Kriegt von mir 8 von 10 Papiertüten. 7 von 10 Papiertüten. Ja, die eine Minus-Papiertüten, die gehen wir nur außer wegen diesem Try-and-Error-Teil. Spieldauer. Wie lange haben wir braucht? Wir haben jetzt, heute ist der 4. Stream, nach einer Stunde haben wir fertig, also haben wir so gut 2, 4, 6, da ziehen wir mal eine halbe Stunde ab und dann haben wir eine Stunde drauf, so 6 Stunden ungefähr. Ja? Wenn ich nicht dazwischen, wenn ich nicht abgelenkt wie, wenn ich mich nicht mit dem Stream unterhalte, das ist immer was anderes, wenn ich im Stream spiele, bin ich viel weit weniger konzentriert, als ich das bin, wenn keiner da ist und einfach normal spiele. Ich sag, dass das irgendwo zwischen 5 und 7 Stunden Playtime hast das durch, ist völlig in Ordnung. Ganz ehrlich, länger braucht es gar nicht sein, finde ich. Es war noch gegangen, ich sage jetzt mal off-Stream, ich meine, das ist jetzt nur speziell auf meinen Stream zugeschnitten, dass Spiele, die zwischen 6 und 10 Stunden dauern, Story-Spiele oder halt Singleplayer-Spiele perfekt sind, weil ich halt einfach gern abwechslungsreich meinen Stream gestalte und nicht 2 Monate lang denselben Scheiß spielen mag. Darum passt es voll, aber es hätte ruhig noch ein Kapitel ohne dürfen. Ruhig. Haben wir eigentlich einen insgesamt Depth-Counter? Wie oft bin ich in dem Spiel gestorben? Spider-Schwein, merci für den Zwickel, dank, ein ins Viech. Wie oft haben wir gestorben? Ich glaube beim letzten Stream haben wir am öfter gestorben. Leute, jetzt chillt's jetzt auf jetzt mit die Donates, ruhig jetzt. Herr Crossbot, merci! Hauptsache man kommt von der Hockenheim und gefreut sich auf den Bürgerstream und dann ist das Spiel schon kaputt. Mach wieder so, weil, was? Mach wieder so, weil so haben wir die lieb und jetzt leise sei und nimm meinen Zwirn. Herr Crossbot, as always, vielen herzlichen Dank. Was suchen wir noch im DLC? Da gibt es doch jetzt noch kein DLC dazu. Gibt's da? Dann können wir es jetzt ja auch mal ausmachen da. Das ist einmal das erste, ich schalte mal um. Schauen wir mal schnell auf Steam. Da gibt es doch kein DLC. Also das Spiel ist doch, das Spiel ist 3 Wochen alt. Oder 4. Wie alt ist das Spiel? Das ist ein Monat alt, nicht mal. Und zu Recht gut bewertet. Kann man sagen. Also alles in allem kriegt das Spiel von mir 7,5 Depth von 10. Ist ein wirklich gutes Spiel. Cute gemacht. Leicht gruselig gemacht. Gefällt mir gut. Wir hatten Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Like. So schaut's aus. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir mit Little Nightmares. Little Nightmares 2. Da sind wir. Bla 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 bla. Little Nightmares 2 Deluxe Edition. Ich habe keine Deluxe Edition, aber das ist ja scheißegal, die braucht kein Mensch. Da ist dann das Digital Original Soundtrack und Wallpaper dabei. Für 10 Euro mehr. Ja, ganz ehrlich, das braucht es nicht. Das braucht es nicht. Es hat auf Steam auch übrigens knappe 6.800 äußerst positive Bewertungen und das seit dem 11. Februar. Es ist ziemlich exakt ein Monat alt. Machen wir es kurz. Little Nightmares war wirklich ein tolles Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Da gibt es den. Ich gebe ihm 7, 8 Depth von 10. Der Riesung. Ja, kann man schon lassen. Zero Depth waren es doch. Ja, weiß der Flugbison weiß Bescheid. Natürlich waren es Zero Depth. Also ich habe mich nicht einmal sterben sehen. Und wenn dann nur, weil es mir abgelenkt habt. Da jammer da, merci dir, Alter. Herzlich, der passt schon. Wie wär's mit Brothers, A Tale of Two Sons? Das habe ich selber schon durchgespielt. Offstream. Vor damals, wie es rausgekommen ist. Auch ein sehr schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Und sehr gutes Spiel. Nur eine kleine Runde Daisy. Nope, heute gibt es kein Daisy mehr. Wir hauen jetzt einen Schmerz ein. Jetzt unterhalten wir uns noch eine gute Dreiviertelstunde und dann schaffen wir es vielleicht heute einmal, dass wir nicht überziehen müssen. Ich muss nämlich morgen auch relativ früh aufstehen. Da war ich ganz dankbar dafür, wenn wir heute einmal schaffen, dass wir um 10 Uhr ausschalten, so müssen sie kehren. Dafür schalten wir dann am Wochenende vielleicht ein. Boah, Legenden TV, Cuphead. Uff, Alter. Ob ich mir das so tun möchte, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Birger als nächstes Horizon Zero Dawn, wenn es Bock hast. Das habe ich sogar. Da habe ich gekauft, bis es für den PC gekommen ist, aber ich habe es nicht lang gespielt. Habe ich eigentlich auch mal für den Stream geplant, bis ich wieder gesehen habe, so, ja, das ist der klassische 60 Stunden, 60 bis 150 Stunden Spiel. Passt einfach nicht für den Stream. Außer wir wissen sonst nicht, was wir da sollen. Ich hätte halt gerne ein Spiel, ein Singleplayer-Spiel. So wie das, so wie Little Nightmares, das wir einfach von Anfang bis Ende durchspielen können. Weißt du, was geile Spiele waren? Letztes Jahr um die Zeit, oder war das vorletztes Jahr um die Zeit? Mit dem Hugo, also nicht jetzt diesem Hugo, sondern mit dem anderen Hugo, mit die Riesengackel, das war 2019 wieder. Oder? Wird's kosten? Plague Tale. Das war ein geiles Spiel. Sowas hätte ich gern wieder.
Sowas hätte ich gern wieder. Was ist denn mit der Fortsetzung von der Plague? Kruzifix, ich muss schon wieder so weggucken. Jetzt geht dies wieder aus. Scheiß Superbrenner. Kruzifix! Jetzt bei so was. Schauen wir halt einfach einmal. Also ich tue jetzt da mal auf YouTube gucken. A Plague Tale. Die haben einfach mal ein Plague Tale reinschreiben. Gibt es da ein packendes Mittelalterspiel. Plague Tale, Innocence, The Last of Us im Mittelalter, Lalelu, also da ist nichts von irgendwelche Fortsetzungen zu finden. Aber es ist, glaube ich, auch nicht angekündigt. Es ist, glaube ich, eine Fortsetzung von der Plague Tale angekündigt. Das war ein richtig gutes Spiel. Leck mir Mosch. The Forest, dann Witcher 3 habe ich selber schon gespielt. Außerdem ist es ein 250-Stunden-Spiel. Der Corby schreibt, ich weiß zwar wirklich nicht, wie lange die Spiele dauern, weil ich gerade den ersten Teil angefangen habe, aber die Ori-Spiele sind bombastisch. Da stimme ich dir zu. Ori 1. Wie heißt Ori 1? Wie heißt das ist der ganze Titel vom ersten Teil von Ori? Nicht The Will of the Wisps. The Blind Forest. Ori and the Blind Forest, glaube ich. Habe ich selber auch schon gespielt. Ja. Leider wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Wenn nicht, für mich glaube ich sogar der beste Plattformer, den es gibt. Und dass man da noch einen drauflegen kann, das habe ich nicht gewusst. Nicht umsonst. Hängt da ein riesengroßes, quietschi buntes, großes Poster von Ori and the Will of the Wisps, weil das war wirklich, leck mir am Arsch, war das gut. Also leck mir am Arsch, war das gut. In die ersten 5 Minuten bei Ori and the Will of the Wisps, Ori and the Blind Forest, fangst du das Trends noch. Da wird schon gleich mit Trends und beim zweiten Teil gleich hinten neu. Wunderschöne, um nicht zu sagen, zauberhafte Spiele. Unfassbar gut. Hollow Knight war jetzt. Ja, das habe ich auch. Habe ich auch schon gespielt, habe es aber nicht durchgespielt, habe es auch nicht lang gespielt. Aber es ist ein gutes Spiel, da hast du recht. Wie wär's mal wieder mit der absoluten Zerstörung mit Fall Guys? Na, wieder spät Fall Guys noch irgendjemand? Also ernsthaft die Frage, wieder spät irgendjemand? Du einen Greenstream weg. Sollen wir nochmal Poster herzeigen ohne Chroma Key? Pass auf. Schaut gleich viel besser aus, wollen wir mal so. Nice, Alter. Pass auf. Da. Ja, hat ein bisschen mehr Farbe. Spiegelt sich halt da. Da. Und da ist Licht so krass. Ja. Das ist ja, das ist ein guter Hintergrund. Kann man so lassen. Weg damit! So. So. Gustels, Prakabere, spielst du heute noch oder kann ich schnorren gehen? Gustl, kannst du schnorren schleichen. Wir unterhalten uns jetzt bloß noch ein wenig. Sadala. Mila Mausi, sehe ich da schon wieder. Und ein Timo sehe ich da schon wieder. Oder ich schaue am Ende vom Jahr alle Streams durch und zähle die Dipfen, die könnten wir aufs T-Shirt machen. Das tust du, Herr Timo, let me know. Let me know. Wie oft in alle Spiele, dass wir mir gestorben sind, also wenn sich die Arbeit jemand tut, dass er nachzählt, wie oft wir mir in alle Spiele gestorben sind. Alter, dann schicke ich dir das Jahreszusammenfassungs-T-Shirt und Poster, das schicke ich dir heim. Mila Mausi, Dankeschön! Es gibt mit Six noch ein gebeines Ende. Gebeines Ende, da meinst du wahrscheinlich einfach ein alternatives Ende, was man freischalten kann, wenn man alle 18 Fragmente findet im Spiel und zerstört. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Fragment gefunden und zerstört. Nicht eins. Geheimes Ende wahrscheinlich, ja. Mila Mausi, Bussi aufs Nussi, das hätte nicht 5,50 gekostet müssen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Rimworld war einmal wieder was, aber mir braucht man, also folgendermaßen. Also jetzt pass auf. Erst einmal das erste, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit dann schicke ich dir das T-Shirt-Dingsbums heim. Wenn jetzt da 800 Leute anfangen, alle Videos zum Anschauen und meine Tode zum Zählen, dann werden wir das nicht tun. Okay? Nehmen wir gleich wieder alles zurück. Gilt nur für den Timo. Alle anderen sind raus. Alle anderen sind raus. Timo, gilt nur für die, damit das gleich mal klargestellt ist. Nicht, dass ich von 800 Leuten dann irgendeine Nachricht kriege, so, ja, du bist übrigens so oft gestorben. Und dann ist bloß eine grobe Schätzung. Ja, kenn ich schon.
Ha? Bin ich auf der Brise um der geschwungen? So, erst einmal köstlich was trinken. Dann lohnen wir uns zurück. Und dann versucht man Aufgabe. Challenge accepted, bitch! Timo, danke dir. Da bin ich gespannt, Alter. Da bin ich wirklich gespannt, Alter. So, jetzt zuselt man da mal kurz genüsslich an der Pip. Köstlich. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich mit der scheiß Pip offstream eine Pause mache. Dann schmeckt es nicht, wenn ich mal eine Stunde nicht rauche, oder dampfe, so gesehen, dann schmeckt es richtig geil. Wenn ich aber die ganze Zeit da sitze und ballert mir rein, was geht, dann schmeckt es einfach noch gar nichts. Genau wie Zigaretten übrigens. Scheiß abgefuckte Scheiße! So, jetzt pass auf. NTV schreibt, The Medium hast du im Discord angekündigt. Ja, so halbscharig, das stimmt. The Medium ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß einfach nicht. Weißt du, was der Plan ist für nächste Woche? Mir, jetzt meine ich, das ist jetzt dann, der wievielte Daisy-Stream ist denn das dann der 5. Solange der LeBron lebt, spielen wir Daisy. Okay? Und wir werden versuchen, da drin zum Überleben, nicht irgendwie künstlich zum Sterben. Aber wir schirmen Daisy auf Mittwoch. Ja? Secondary Stream. Pure Gameplay. Weniger Blödel, Bullshit, mehr Gameplay. Im LeBron seinem Fall, Gott sei Dank beides. Und am Montag brauchen wir was Neues. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was richtig gut ist. Am besten absoluter Blödsinn und absolut gutes Spiel. Selten, extrem selten. Das nächste Jahr, wo ich die Aussicht habe, ist Resident Evil 8. Das kommt in 2 Monaten. Brudi, bis dahin müssen wir irgendwas tun. Das sind 2, 4, 6, 8, 16 Streams. 16 Streams. Rimworld, ich lese schon. Jetzt chill deine Gnierscheibe, Alter. Rimworld, schön und gut, ja, aber Rimworld ist kein Primetime-Game. Ja, das ist ein Mittwochsspiel. Pure Gameplay. Die Siedler oder Age of Empires? Immortal Phoenix Rising. Uff, da bin ich nicht so begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht warum. Stolze Liebe, dann gehen wir in der See auf jeden Fall ins Airfield und looten wir es durch. Passiert vielleicht irgendwann einmal. Was haben wir da? Na du fucking Cuphead! Was fucking Cuphead? Sollen wir uns die so ein completely Rage Stream? Ich weiß jetzt auch nicht. Da war Horizon Zero Dawn nicht schlecht, dann hast du das auch. Ja, das ist auch, nein. Kingdom Come habe ich Offstream durchgespielt, Stronghold, als Anno. Mr. White schreibt, da gibt es doch ein Spiel, in dem du nicht sterben darfst, von dem sie sagen, es sei das härteste Spiel der Welt. Wie wäre das? Was für ein Spiel war das? Spielt Just for Fun Rocket League. Rocket League. Der Hunter. Wir waren mit der Mimi Montag. Was sagen wir zum Mimi Montag? Kathi schreibt, wann kommt Diablo 2 Remastered? Das weiß ich nicht, das ist mir aber auch wurscht, weil ich für das keine 40 Euro zahle, bin ich lebensmüde. Dann spiele ich lieber das alte. Leon, du hast ja vor kurzem gesagt, dass du was geplant hast, was das letzte wird, was du da gemacht hast. Das stimmt, ja, aber ich mag es mittlerweile nicht mehr ankündigen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das jemals auf Steam kommt. Muss ich mir schnell nachschauen, ob es vielleicht schon da ist, was ich habe auch schon nicht mehr geschaut. Es ist noch nicht da. Schauen wir mal den Tweet an. So, Moment. Ich mag euch auch nicht verraten, was es ist. Ich meine, ein paar von euch haben es ja auch schon herausgefunden. Ich darf euch bitten, nicht zum Spoilern. Dankeschön. Okay, der letzte Tweet ist immer noch vom 3. März. Das war vor einer Woche. Nach wie vor, ich lese auch gerne nochmal vor. We submitted a bill to Steam yesterday that has more targeted cuts based on their more specific feedback and lawyer advice. Sprich, das Spiel ist einfach abgelehnt worden. Ist einfach abgelehnt worden. Das spricht schon mal auf alle Fälle für die Qualität des Spiels. I got so much support from you guys during the past month und bla 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 bla. Und seitdem ist noch nichts gekommen. Okay, er hat noch mal da was dazu geschrieben, das glaube ich aber letztes Mal nicht dazu gelesen. Overall, this version is way less censored than the pre-released
release version, but a few things from the pre-release version are now censored. Also sie müssen jetzt Sachen außer zensieren. Ja. Also es ist auf alle Fälle nach wie vor noch nicht da. Wir werden sehen. Löwenzeb, Half-Life Alyx 2 weiter. Der Alyx 2 gibt's nicht, aber Half-Life Alyx ist vielleicht einmal langsam aber sicher wieder eine Option. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Was ist mit Mimi Montag? Ab in den Chat! Oh, ich hab nichts gelesen. Das neuere Dark Souls. Was meinst du? Dark Souls 3 oder Sekiro? Ein VR-Game kann man eigentlich schon wirklich einmal wieder ausbackeln. Vielleicht mal wieder einen Bergdoktor spielen oder so. Da gibt es ja noch eine zweite Version von Berg. Weißt du, was ich die ganze Zeit warten darf? Ich hab heute eine enttäuschende Mail gekriegt. Die lese ich euch vor. Ich habe heute eine enttäuschende, eine traurige Mail gekriegt. Die lese ich euch vor. Ich hoffe, dass ich es nochmal finde. Warte mal. Ich lese euch eine Mail vor. Das ist so traurig. Das war so schön gewesen. Vielleicht schreibe ich aber, vielleicht schreibe ich denen ausnahmsweise einmal hinten nachher. Und spiele die Streamer-Karte. Ja? Habe ich noch nie da. Noch nicht ein einziges Mal so, ich bin ein super toller Streamer, oder? Können wir mal bitte da spielen und am besten for free, oder? Also ich kaufe ganz normal alle meine Spiele etc. Ich werde weder irgendwo gesponsert oder sonst irgendein Mist. Sowas interessiert mich auch gar nicht. Also es sind die richtigen Spiele, natürlich hätte ich noch nichts dagegen, da die liegen. Das ist aber ja klar. Jetzt pass auf, jetzt muss ich schnell schauen, ob ich es finde. Da. Ich habe gestern um 19.06 Uhr habe ich eine E-Mail erhalten von Game Boom VR. Und zwar zur Cooking Simulator VR Beta. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Und da war ich wirklich traurig. Cooking Simulator VR Beta Tests. Unfortunately, we couldn't make the Cooking Simulator VR Beta available to everyone. You're getting this email because you didn't get into the beta. Und ich so, wieso denn ihr Wichser? However, we do not feel comfortable with the fact that you have been rejected. Blah, 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 blah. But you still have the chance to get your key for the Cooking Simulator VR beta. We will host regular daily beta key giveaways on our Discord starting today. We want to be closer with our community to make our game better. It would be awesome if you could join us on our Discord server linked below. Tja, das heißt, vielleicht, wobei mir das schon zuwider ist, ja. Vielleicht versuche ich es mal. Warum kriegen jetzt da E-Mail-Sound aus? Wir können ja jetzt zu, das ist ja wurscht jetzt da. Vielleicht probiere ich es einfach mal. Habe ich noch nie gemacht, ich meine, das ist vielleicht auch mehr Erfahrung. Einfach anschreiben. Ich schreibe vielleicht die Entwickler einfach nur, hey, passt auf, ich bin, zumindest für meine Verhältnisse, ein brauchbarer Streamer. Gut, das ist jetzt Geschmackssache. Aber relativ groß, ja. Es schauen relativ viele Leute zu, da brauchen wir mal nicht rundum diskutieren. Und vor allem beim Cooking Simulator sind wir gerne einmal 2000 Leute. Und unter anderem steckt im Cooking Simulator ein Zuschauerrekord von 2060 oder so. Und probieren wir es einfach. So, hey, so ein bisschen ich kaufe mir die Beta ein, da habe ich kein Problem damit. Alter. Das Ding kostet 15 Euro, was soll das? Da brauchen wir nicht miteinander diskutieren. Her damit. Daddy Moa, zeigt es als Promo, keine Ahnung. Also ich muss zwar dann wahrscheinlich dazu sagen, dass das Werbung ist, obwohl es keine ist, ich möchte es einfach spielen, ich möchte einfach Blödsinn fabrizieren und mir ist es mir wurscht. Und ja. Vielleicht, mal schauen. No Mimi Montag. Mag keiner mehr einen Mimi Montag, was ist denn los mit euch? Weil der Mimi Montag hat den, hat keine Mimis, irgendein Horrorspiel, Mimi Montag ist auch nicht verkehrt. 50-50 von Bergdoktor und Mimi. Hey, möchtest du einen Honig? Was? Spiel VR. Keine Mimis. Okay. Was die eine Hälfte sagt Mimi Montag, die andere Hälfte sagt No Mimi Montag. Ich sag's euch, was ist, wir werden sehen. War aber mal wieder Zeit. Mit dem neuen Mimi-Kini raushacken. War mal wieder Zeit. Schauen wir mal. Was haben wir jetzt da sonst noch? Da werfen die Leute schon wieder mit dem Geld umeinander. Kruzifix. Wo? Andi, habe ich übersehen. Nein, da, ja, habe ich übersehen. Papa und Yo ist ein nettes Spiel. Was ist denn Papa und Yo? Das kenne ich nicht. Mal anschauen. Papa und Yo. Lass ich mir mal einen Top-Off Scheimer nachher. Pat, wie wär's mal mit Tropico? Ich bin kein so ein Tropico-Fan. Sag ich ganz ehrlich. Ich bin kein so ein Tropico-Fan.
Frag mich nicht warum. Aufbauspiele mag ich normalerweise, und so Wirtschaftssimulationen mag ich normalerweise sehr, sehr, sehr gern. Aber mit Tropico bin ich nie warm geworden. Nie. Mr. Fox. Rocket League Community Zock oder Moss klingt alles gut oder du gibst dir wirklich Cuphead. Cuphead war schon witzig wahrscheinlich, weil ich ausflippe. Also dann ist der Controller hier. Da gehen wir uns Brief und Siegel drauf. Einigen wir uns da drauf, solange ich noch die Motivation momentan habe, weil dieser Lockdown geht mir echt momentan so hart auf den Sack. Du kannst am Wochenende nichts tun, das wird dann muss ich mich selber am Wochenende ablenken und sitze mir auf die Nacht einfach hier und streame einfach irgendwas. Also fucking irgendwas. Keine Ahnung. Und momentan habe ich halt einfach irgendwie Bock auf die Souls Games. Dark Souls am Samstag hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nach langer Zeit mal wieder. Und am Wochenende vielleicht, ja, es ist absolutes Vielleicht, das ist nicht sicher. Ich habe nicht gesagt, ich komme am Samstag um 8 Uhr online, aber wenn ich spontan einschalte, dann ist es immer um 8 Uhr und ist dann Open End. Das kann gut oder schlecht ausgehen, das kann um 9 Uhr schon wieder vorbei sein, weil ich keinen Bock mehr habe, das kann aber auch bis um 12 Uhr gehen, auch schon passiert. Herr Kulze, auf geht's morgen mit dem Montag, da freue ich mich schon wieder Zau drauf. Das war der Ben, Entschuldigung. Ich tue mich schon wieder. Herr Kulze, mal generell ältere Spiele spielen, warten cool, Half-Life 2, Left 4 Dead und so weiter. Also Half-Life 2. Ja, du hast schon nicht ganz unrecht. So Retro-Spiele war schon ganz geil. Irgendwie. Das ist aber mehr so alles am Mittwoch angesiedelt und da ist momentan der Platzhirsch. Also und an die alten Spiele feit's auch nicht. Da wisst ihr gar nicht, wo ich anfange. Da kriege ich schon irgendwas raus. Aber wir brauchen mal irgendein Prime-Game. Schauen wir halt einfach mal, jetzt beißen wir an. Jetzt schauen wir mal jetzt machen wir mal den ganzen Scheiß dazu. Kann ich Monitoraufnahme machen? Ich hoffe es, dass da nicht irgendwas anderes auf ist, was kein sauberes angeht, aber das probieren wir jetzt einfach, wir werden sehen. Monitoraufnahme, bam, GameStar, Dark Mode. Schauen wir einfach mal in die Release-Liste, was so kommt. Wir waren das. Und jetzt hört eine verdammte Donaterei auf, fix, weil es langt. Ben, merci für den Euro. Mimi Montag ist eine Option, auf alle Fälle. Mr. Daniel, was sagst du zu Halo? Schöne Grüße aus Oberösterreich. Ja, Halo ist generell nicht verkehrt. Sag ich ja, was ist eigentlich da damit? Scheiß Greenscreen. Schauen wir mir mal ein bisschen auf Zeiten und dann scrollen wir einfach mal an, was da so gibt. Marquette, Puzzlespiel. Nee. Monster Jam Steel Titans. What the fuck is this? Loop Hero. Strategie. Was ist das? Weiß ich nicht. Stronghold Warlords. Da ist ein neues Stronghold gekommen. 72er Wertung. Crash Bandicoot 4. It's about time. Ist das nicht auch so ein Controller ins Ikind-Werferspiel? Der Crash Bandicoot? Ist das nicht auch so ein Controller ins Ikind-Werferspiel? Weiß es nicht. Und Crash Bandicoot war eigentlich schon immer geil. Also war schon immer gut. War eines meiner allerersten Playstation-Spiele. Nicht das erste war tatsächlich Resident Evil 1, aber Crash Bandicoot war ziemlich... Und stopp! Nicht gelogen, die ersten 2 Spiele sind die für Playstation 1 damals mitgekriegt habe, das war so 97, glaube ich. Croc und Resident Evil 1. Da kommt auf dem PC, steht dabei, weil gerade irgendjemand schreibt, Crash Bandicoot 4 kommt nicht. Ist halt Konsole, ja, war immer Konsole, aber da ist PC. Am 12.03., wann kommt das? Übermorgen. Kommen wir mal auf die Habenlisten stellen. Was ist ein Moondown? Adventure. Hidden Fields. Was ist Moondown? Wollen wir mal auf? Handgezeichneter Alpenhorror. Gib mir! GameStar Plus, Alter! Was für GameStar Plus? Dein Mom ist Plus-Size-Model! Unser Geheimtipp Moondown. So entsteht der einzigartige Look des handgezeichneten Horrorspiels. Soll man das einmal auf die Habenliste stellen? Wann kommt das? 16. Wann ist denn der 16.? 16. bis nächsten Dienstag. Gut, müssen wir am Montag trotzdem irgendwas tun. Leute, was ist denn eigentlich los? Warum hört denn eigentlich die Donaterei nicht auf? Ich verstehe es einfach nicht. Schmeitzle! Grüß mal die Frau und Herrn Flossmann. Merci, Bürger. Herr Schmeitzl, ich sag merci, Alter. Grüß an den Frau und die Herren Flossmann. Brudi, Bussi, Bahnschein, zweite von oben. Und der alten auch. No front. No Anmach.
Schmeitzel, merci dir. Timo, merci für den Zwickel, servus. Herr Kulzer, seit wann hatten Sie im YouTube-Superchat? Was ist denn da kaputt? Scheiß drauf! Na, da haben wir Crash Bandicoot PlayStation 1, Beste. Ja, ich sehe, wir haben einfach da eher sehr ähnlicher Jahrgang. Ich sehe schon. Herr Whisky, scheiß drauf, wir warten mit Postal 4, Chris aus Bayerwald. Postal ist so dumm. Und Postal ist auch schlecht. Seien wir uns ehrlich, Postal ist schlecht. Stolzer Liebe, gibt's da einen Trailer dazu zu Moon Down? Das werden wir uns jetzt gleich einmal genehmigen. Schauen wir uns an. Gehen wir mal auf YouTube, schauen wir Moon Down. Bitte. Ist auch auf Steam. Was? Also da gibt es mit Sicherheit einen Trailer, den schauen wir uns jetzt einfach mal gepflegt auf YouTube. So schaut's aus. Moon Down Trailer, den genehmigen wir uns jetzt. Der dauert gemächliche 2 Minuten. Grafik schreckt mich zwar im ersten Moment so ein bisschen ab, aber wie wir heute mal wieder gelernt haben bei Little Nightmares 2, scheiß auf Grafik, wenn es gut ist. Darum machen wir jetzt da mal einen Tono und schauen wir uns einfach mal den Trailer oder so. Leider Ruhe ist heute jetzt, bitte schön. Herbert! Wolfenstein 2 ist kein Primetime-Game. Stolze Liebe, gibt's da einen Trailer zu? Ja, da habe ich alles gesehen. Herbert, Dankeschön dir. So, Ruhe ist jetzt. Schnauze jetzt wird geschaut. YouTube-Video schauen, Play, zurücklehnen, zuschauen. Was zur Hölle, Alter? Kulzer Sepp. Der im YouTube-Chat war mein Bruder. Ich bleib Twitch treu. Ihr zwei Deppen. Merci. Ruhe jetzt. Oh, schauen! Was ist denn das? Der Yeti? Merci dir übrigens. Mein Leid. Was, der macht halt einfach den Stream kaputt. Donations aus. Merci für den Euro, Meier. Okay, das ist auf alle Fälle sehr. Golasep, nein, nicht der Golasep, der Next Gen sagt's, also bis jetzt macht es eher irgendwie einen sehr trashigen Eindruck, um ehrlich zu sein. Rodeln! Best game ever! Was? A lovingly hand-penciled horror tale Moondown. Wie hand-penciled, Alter? Was zur Hölle? Jetzt, da ist noch, rechts oben ist noch ein 50 Sekunden Trailer, den schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Was ist denn das jetzt? Was? Razer Maus? Mann, hau ab mit deiner Razer Maus, du Spacken! So, nur die 50 Sekunden schauen wir auch noch. Das ist mal kurz zum Kontext. Das, was wir gerade angeschaut haben, war von 2019. Das, was wir jetzt so schauen, ist 2 Monate alt. Vielleicht hat sich da noch ein bisschen was da. Weil es hat schon sehr trashig ausgeschaut. Es hat zwar nicht besser, aber schauen wir mal.
Nein. Ja, nein. 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 Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube nicht. Löwensepp, merci für den Euro. Panda, da ist 66666, haben nicht angezeigt worden, ich triggert's nochmal. Alter, schaut's der Brutal Legend an. Hast du eine Fotzenkarte damit? Kenny, Jack Black, Level 9000, hab ich auch gespielt, das Spiel ist aber 12 Jahre alt. Da ich jetzt nicht sagen, dass es so gut ist, aber ich halt einfach viel Mühe drin in der Spieleentwicklung. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, um Gottes Willen. Hat einen eigenen Grafikstyle, die haben sich schon was denkt dabei. Hat auch irgendwie einen Flair, ja. Aber es hakt mir jetzt nicht so vom Hocker. Muss ich auch sagen. Also das fixt mir jetzt nicht, dass ich spielen mag. Ich kann es nicht abschätzen, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Meininger, merci. Birger ist günstiger als die Dorfmatratze, 1 Euro und es gibt ein Pussy aufs... Hashtag Dorfmatratze. Nein, Pfeffer, nein, nicht Pfeffer, nicht du auch noch. Nein. Leute, es reicht die Zeit für heute. Kann man uns halt einfach bitchen, einfach darüber unterhalten, was zur verfickten Hölle wir spielen nächste Woche. Herr Pfeffer, ich weiß nicht warum, ich sitze einfach bloß da und rede. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfeffer. Aber tut, schau, ich habe wieder vorbei, versteht die Lage. Da unterhalten wir uns gerade drüber, was wir nächste Woche spielen, Alter. 35 Euro sind way too much für, ich bin gerade mal schon nicht da. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich hat es alle Großverdiener, ich weiß es auch nicht, anders kann es mir nicht erklären. Herr Pfeffer, Bussi aufs Nussi, vielen herzlichen Dank. Philo, merci dir ebenfalls. Hey Birger, schau dir mir unbedingt Someday You'll Return an. Ich finde mich, es hört halt einfach nicht auf, Alter. Falls mir richtig Retro zocken willst, ich kann der PSO allein. Ich hab mein PS1 noch. Someday You, merci Herr Gulze. Ich finde es mega, vielleicht taugt es dir, gibt auch einen Trailer. Schauen wir uns an, Philo. Dankeschön dir. Muss dir nicht 5 Euro kosten. Schreibt es halt einfach in normaler Chat rein. Stolzer Löwe. Schauen wir halt weiter, was noch rauskommt. Können wir gleich, da kommt nicht mehr viel, das ist ja das Problem. Da ist nur Bullshit. Sag ich dir, was ist. Da ist nur Bullshit. Someday you'll return. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Was ist Someday you'll return? Full Game. 9 Stunden. Okay, hat gute Playtime. Ist schön. Haben wir da einen Trailer irgendwie? Warte mal. Haben wir da einen Trailer? Bitte geben Sie mir einen Trailer, ja. Haben wir einen von vor 10 Monaten und einen vor einem Jahr, da schauen wir uns doch den an. Timo, wie wär's mit Mad Max? Das soll gar nicht schlecht sein, gell? Aber das hat mich damals auch schon nicht so, weißt du das schon? So, eine Ruhe jetzt. Wenn ich umschalte auf YouTube-Videos, sind Donations jetzt aus. Da kommen keine Alerts. Bitte spart es euch, weil es einfach die Videos kaputt macht und einfach kacke ist. Sagen wir es, wie es ist. So, YouTube-Video schauen, machen wir so. Ja, da sagt ihr, so, Minuten 30. Schauen wir uns an. Weißt du, was das ist? Schauen wir schon wieder nach Horrorspiel, du Mistmatz. Okay, ist von sämtliche irgendwas gut bewertet. Blät. Blät. Привалило там воячка, Blät. левоя ворове. Blät. Keď ho privalilo, na Boha zavolal. Ach Bože můj, prebože můj, už jsem dobojoval. Shins a cappella. So, Mann, da dazu. Schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Hat ein bisschen einen Russenflair, das ist aber wurscht. Schaut mir halt nach Horrorspiel so ein bisschen an. Was sagen wir da dazu? Außer Blät. Ne? Ab in den Chat, bitte. Also, erster Ding so.
Schauen wir mal. So, parallel mal auf der GameStar, was das so für eine Wertung hat. Ich weiß schon, GameStar und Wertung, bla bla bla. Aber grob kann man sich ja doch ein bisschen drauf orientieren. Someday You'll Return. Ein bisschen Firewatch mit Psycho-Horror. Was haben wir hier? Hier haben wir keinen Test, alle. Gibt's das bei Steam? Das ist Docken gestanden, ja? Someday You'll Return. Da hat er nicht einmal einen Teufel kosten, sehe ich gerade. Schauen wir mal. Gut, es ist jetzt sehr Indie-mäßig, gell? Also, was heißt Indie-mäßig? Jetzt sehr unbekannt. Es ist größtenteils positiv und sehr positiv, aber halt nur 341 Bewertungen. Ich glaube, wir haben uns da auch schon einmal einen Trailer angeschaut, irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten da in der Zwischenzeit, wenn ich nicht zugehört. Jenny. Stali! Wenn der Schmeitzel mein Mann zahlt, dann ja. Trink einen auf uns. Jenny! Auf euch, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Stali, merci für den Euro. Wie war's mit Outlast? Grüß vom Schliersee. Bussi. Ja, da haben wir wieder bei dem Thema, dass die Leute nicht wissen, was ich schon alles gespielt habe, weil sie es nicht finden. Da kann man uns auch mal drüber unterhalten. Patrick! Schau dir mal Firewatch an. Ich weiß, wie Firewatch ist, habe ich off-stream gespielt. Ist ein gemütliches Storyspiel, ist echt gut und ein cooler Artstyle. Ich weiß, ist ein super gutes Spiel. Stinkt mir auch, dass ich das so gespielt habe und nicht im Stream. Macht mich traurig. Hätte ich mal aufheben sollen. Aber nein, ich spiele halt auch off-stream sehr viel oder relativ viel. Je nachdem, wie ich halt Zeit habe und ja. Der Philo kommt gleich mit dem Zwickel 21 und schreibt, ist nicht wirklich Horror, schau dir lieber Gameplay an. Werde ich machen. Ich tue das mal auf alle Fälle mal auf die Habenliste. Vielleicht ist es was. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Dankeschön für den Zwickel 29. Spiel mir ein Battle Royale Spiel. Nein, das ist so also ein ausgelutschter Hammer, dass alles zu spät ist. Was ist mit Ashen? Ja, Ashen. Aber Ashen ist ein Dark Souls abklatschter Spiel, lieber Dark Souls. Birger, was sagst du zu Rage 2? Nicht viel. Hobby, kurz gespielt. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Halo. Ich darf auf das neue Halo gern warten. Warum nicht? Hört sich interessant an. Ja, ist richtiger GSI-Champ, ist richtig, aber Trailer sind immer mit Vorsicht zu genießen. Der Patrick, er mag echt nicht spenden, aber Power and Revolution, was ist das? Power and Revolution. Schauen wir uns an. 5 leichte Nationen für Einsteiger in Power and Revolution. Na, sehe ich von da schon, dass das. Also ist vielleicht ein gutes Spiel, ja, aber nichts für Montag. Leonwolf, zum Blädeln heften ein Foodlab Franz. Von sowas rede ich. Ja, irgendein Dummschiss, keine Ahnung, Sims. Sowas, keine Ahnung. Was mich noch schnell interessieren wird. Jetzt mir auf. Steam Charts Fall Guys. Wie viele Leute spenden das noch? War leck. So schnell kann es halt vorbei sein, gell? Jetzt pass auf. Schauen wir mal ohne die Aufnahme. So schnell kann es vorbei sein, wieder. Machen wir mal groß. Ja? Man kann bei den Steam-Spielen nachschauen, wie viele Leute das aktuell spielen. Wann haben wir das gespielt? Anfang Mitte September. Haben wir da Runden? Seht ihr das da? August 2020 124.000 Spiele. Im September, da wo ich dann wieder aus der Sommerpause gekommen bin und dann noch da war ich schon zu spät, waren es nur noch die Hälfte. Im Oktober war es noch ja, sagen wir mal noch gut gemeint, hat sie sich nochmal halbiert. Im November hat sie sich nochmal halbiert. Dann haben sie mit der neuen Season gekommen, dann haben es 1000 Spiele mehr geworden und in den letzten 30 Tagen haben im Durchschnitt nur 8000 Like gespielt. That game is dead as fuck. War halt ein Kurzzeitphänomen. Hat Spaß gemacht, aber das war's halt. Ja, das war's halt. Pokerface, danke für den Euro. Cold War, nein, Zombie Map. Vielleicht. Spiel mit The Forest oder The Last of Us. The Last of Us ist Konsole only, geht nicht. Cuphead hätten wir was zum Lachen, ja, das glaube ich auch. Vor allem der Controller der Herzen.
Pizza Connection. Ja, sowas vielleicht auch. Vielleicht auch. Ich weiß, ich bin einfach unschlüssig. Momentan ist echt schwierig. Jurassic World Evolution, das mich auch interessieren. Ja? Vielleicht aber soll ich mich aber einfach auch nicht so massiv darauf versteifen, dass das irgendein super brutales Brontalo-Spiel ist, keine Ahnung. Und einfach irgendwas spielen, weil es scheißegal ist. Hauptsache, ihr habt einen Spaß beim Spielen, ihr habt einen Spaß beim Zuschauen und mehr ist doch wurscht. Oder? Raft kommt da immer öfter. Das hat sich mittlerweile auch Gott sei Dank ein bisschen nach vorn entwickelt. Schau ich mir mal nochmal an, versprochen. Red Dead 2 schon gesagt, jawohl, wie es rausgekommen ist für den PC am ersten Wochenende durchgespielt. Wie war es einmal mit einem How-To zum aktuellen WoW-Raid? Ganz ehrlich, WoW ist für mich gestorben. WoW spiele ich wahrscheinlich. Außer es ist wirklich, mir ist am Ihrzeit oft sehr langweilig. Ja, dass ich locker wieder reaktivieren kann und so, aber ganz ehrlich, WoW ist einfach aus. Ich hab die Schnauze voll, Alter. Ich hab keinen Bock nicht, dass ich 4 Wochen lang umeinander renne und umeinander raid und M+ machen, was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und dann kriege ich ein Item, das ich nicht brauchen kann. Da muss ich sagen, Alter, gut, fick dich, Alter. Es ist immer das Gleiche und es ist einfach ausgelutscht, es ist langweilig. Es ist einfach langweilig geworden. Ganz einfach. Am Anfang macht es mit den Raids noch Spaß, ja, aber das ist auch immer das Gleiche, seien wir ehrlich. Das ist mir einfach zu dumm. Und ich lasse mich mit Sicherheit nicht von irgendwelchen dahergelaufen von Hans Wursten ummaulen, wenn du mal 5 Sekunden irgendwo voll stehst oder sonst irgendwas, da kriege ich Kotzen. Jedem Fall Spaß mit WoW, aber fuck you WoW. Da ist ja ganz schwer Blizzard so ein bisschen dran schuld. Ich habe so keinen Bock auf diese Firma mehr, das ist wirklich ganz krass ist. Der andere, Herr Kulze, Birger, weil wir gleich im Baujahr und alten Games waren, hast du Project IGI gezockt? War auch nicht übel damals. Ne, das kenne ich zum Beispiel gar nicht, ja? Nein, habe ich nicht gespielt. Nö. Kenne ich gar nicht. Ja, der Wastel fragt mich, findest du Twitch oder YouTube besser? Sind zwar für mich vollkommen verschiedene Plattformen. Kann man das eine nicht besser finden wie das andere, weil man es einfach nicht vergleichen kann, finde ich. Mal was ganz nice. Mein Mimi hat es ja auch funktioniert. Reaction-Videos. Also im Prinzip ist ja Mimi-Dings ist ja im Prinzip auch nichts anderes wie irgendwie Reaction-Scheiß. Ich meine, wir kennen das schon mit More, dass wir uns einfach irgendwas anschauen. So vielleicht zu aktuellen Themen, die halt auf YouTube stattfinden, auf keinen Fall irgendein Polit-Dreck oder sonst irgendwas. So was wie momentan zum Beispiel diese Lego-Sache. Ich sag dir ganz ehrlich, da möchte ich mich nicht hersitzen und mir die Sachen mit euch anschauen, weil ich da irgendwie Aufmerksamkeit geiern möchte, sondern eigentlich ganz ehrlich, eher das Gegenteil, dass ich meine Reichweite noch auch dazu nutze, dass jeder diese Scheiße mit Lego mitkriegt. Das da ich gern. So, schaut euch einmal einen Held der Steine an. Ja, riesen YouTuber, 500, 600.000 Abos, macht Videos über Lego, wer ihn nicht kennt. Oder nicht nur über Lego, mittlerweile halt über Klemmbausteine, ja, über Nippelklötze. Und da gibt es momentan einen Shitstorm nach dem anderen. Und natürlich darf ich mir das gerne mal anschauen, einfach. Auch mit euch, um euch das zu zeigen. Da gibt es momentan eine riesen Spendenaktion für so einen Typen, der halt auch YouTube macht über Klemmbausteine, über Nippelklötze, aber halt einer anderen Marke. Und Lego stoppt gerade sein Container, seine Containerware beim Zoll und möchten ausblitten lassen. Gnadenlos. Mit Anwälten, mit was weiß ich, die genaue Story kann man uns halt natürlich miteinander anschauen und auch darüber diskutieren. Ja, weil es mich auch wirklich interessiert. Warum? Weil ich auch mit Lego zum Beispiel aufgewachsen bin und eigentlich Lego auch sehr gerne mag. Aber wenn ich mitkriege, was da abgeht mittlerweile, ich meine, das letzte Lego-Set, wann habe ich mir das letzte Lego-Set gekauft selber? Keine Ahnung, das ist Jahrzehnte her. Aber dennoch habe ich immer eine gute Erinnerung dran. Warum? Weil ich als Kind damit gespielt habe, weil ich es als Kind geliebt habe. Und das ist das Paradebeispiel dafür, was mit dir passiert, wenn es nur noch um Kohle geht und du eigentlich nichts mehr auf die Reihe kriegst. Und da kann ich wirklich einen Held der Steine als Kanal nur empfehlen. Sehr unterhaltsamer Typ, gnadenlos ehrlicher Typ. Ich glaube dem Typen freiweg jedes Wort, das er sagt. Und macht Uncut-Videos. Das ist jetzt der Teil, den muss man mengen. Das ist sehr oldschoolig. Ich mag das. Anstatt diesen Jump-Cut hingerotze, sondern der nimmt es auf. Die Videos dauern teilweise
20 Minuten, 40 Minuten, was weiß ich, die sind ewig und dann hat der einfach da ein Set da. Ja? Ich traue mir's, ich weiß, wovor ich noch so ein bisschen Angst habe. Vor diesem, ich mag, was ist das eigentlich für ein Scheiß, Reaction-Videos, Birger, reagier mal. Schauen wir uns halt, nennen wir es halt einfach, schauen wir eben so. Da bin ich viel zufriedener damit. Und dass, wenn ich diese Videos anschaue, dass diese Personen mit Strikes um die Ecke kommen. Und dann war es halt einfach für 3 Monate mit Streamen, wenn das passiert. Am allerdümmsten da jetzt laufen, wir machen das eine Zeit, kein Mensch strikt irgendwo, irgendwas. Und dann kommt jemand nach einem halben Jahr so und strikt mich 3 Mal. Dann ist mein Kanal weg. Und das muss ich und mag ich nicht herausfordern. Ganz ehrlich. Beziehungsweise, aber alle anderen, was heißt alle anderen? Das machen doch so viele Leute. Wir machen denn die das? Weiß ich nicht. Nothing LP. Bitte spiel mal Watch Dogs 1 ist ein mega Spiel. Watch Dogs zirkt mich nicht so, ich weiß nicht warum. Es ist das typische Open World Gedümpel, mach 100 Millionen Sachen, die alle langweilig sind, aber mach, weil aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Der Luke schreibt, den Stream nicht online lassen. Das ist eine Option. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die Option überhaupt besteht. Zabi Mai schreibt, aber du kannst ja theoretisch dem Typen zum Beispiel schreiben, ob du das darfst, also ob das ihm recht wird. Das stimmt. Dennoch kann er dann hinten noch umgehen, okay, mir gefällt vielleicht doch nicht so er gefällt vielleicht doch nicht so, was ich drüber rede oder wie ich halt dann reagiere und dann sagt er, okay, fuck you, strike. Irgendjemand hat gerade irgendwas Interessantes da geschrieben, pass mir auf, schau dir mal einen Ranch Simulator, war vielleicht ein geiles Spiel zum Blädeln. Ich kenne, hab ich schon gesehen, aber das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Bitte tu einmal beim Blätschmatz deine Musik im Hintergrund. Können wir machen. Ich meine, viele Lieder gibt es nicht, das wird eine eintönige Sache, aber das ist jetzt wurscht. Ich drücke jetzt einfach auf Spotify auf Play. Oder wir behindern das eigentlich, wenn man seine eigene Musik auf Spotify anhört. Sag. Also ich hoffe, das ist laut genug. Erinnert es mich daran, ich drehe so ein wenig leiser, dass ich mich besser her. So, jetzt pass auf. Irgendwas nicht recht, das Strike-System in YouTube ist nicht rechtskräftig, bla. Das haben ja die Musiker auch das Problem bei Twitch wegen DMCA, einfach ohne Wots. Ich weiß nicht, was Wots sind wir so da schon mal so weit. Aber wenn du gefragt hast und er ja gesagt hat, hast du es ja schriftlich, dass du recht hast. Das ist auch wurscht, deswegen kann ich mich auch striken. Und dann kann ich gerichtlich umeinander scheißen, wegen irgendwelchen Strikes. Das tue ich nicht, da habe ich keine Zeit dafür, da habe ich keinen Nerv, da habe ich was zu tun damit. Mag ich nicht. Das mag ich nicht. Der Scholze Löwe schreibt, gibt's Harry Potter Spiele? Ja, von Lego. Das spielen wir nicht. Sagen wir es mal ganz klar, aber es ist Scheiß auf Lego. Mag ich nichts mehr wissen davon. So, wie laut ist die Scheiße? Frau Gerstner, vergeht's gut, as always. Birgel Sau, schöner Grüß aus Minge, schöner Grüß nach Minge, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Der Wisua TV schreibt, also Elotrix macht die Reactions auch auf YouTube als Video. Geht, denke ich mal, nur um die Twitch-Regeln nicht verletzt werden und dann natürlich den Stream dann am Schluss löschen. Und reactet 3-mal die Woche. Also, das ist der Teil, den ich mir denke. Ich kenne Elotrix, ich kenne ihn, ich habe auch schon mal ein Video gesehen, eben er schaut sich ein Video und diskutiert dann mit der Community drüber, was im Grunde ja nicht schlimm ist. Ist ja nur in Ordnung. Ja? Vor allem wenn es den Mehrwert gibt, dass man sich ernst mit dem Thema auseinandersetzt und sich nicht bloß hersitzt, sich das Video anschaut, im Prinzip seine Streamzeit absitzt und dann wieder geht. Deswegen ist für mich diese Reaction-Scheiße so nicht greifbar, so seltsam einfach. Da wo ich sage, Alter, da ist null Eigenleistung. Null! Also keine Ahnung, sitzt mir aber stimmt nicht. Es stimmt halt einfach nicht. Schorschel, vergesst nicht von den Drilling. Sehr sorry, dass ich zum Schluss erst einschalte, hab noch massiv Panzer von den gemeinen Handpanzer, ja. Merci dir, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir spielen am Montag. Ich sag's euch, was ist. Ich werde mir am Sonntag irgendwas ausdenken, hau das in die Ankündigung in meinen Discord und in die YouTube-Dings und dann schauen wir mal. Vielleicht befassen wir uns einfach einmal am Montag mit dieser Lego-Geschichte.
probieren wir das halt einfach einmal aus. Keine Ahnung. Sollen wir das einmal tun? Einfach uns mit dieser Lego-Geschichte befassen. Ja? So eine Art Mimi-Montag, ja, das nennen wir halt dann. Was weiß ich, wie wir das nennen? Bürger, schau da an. Du schaust mit. Halt dein Futzen. Irgend sowas, keine Ahnung. Also ich tat das gern. Ich sag das ganz ehrlich, grad wenn sicher nicht wirklich großen und nennenswerten Ereignisse sind, da wo ich auch was damit anfangen kann. Ich fange jetzt nicht an, dass ich mir was weiß denn, irgendeinen Unge anschaue, wie irgendwo. Es interessiert mich nicht. Da habe ich null Bezug dazu. Mag ich nicht, aber mit Lego kann ich was anfangen. Oder habe ich was anfangen können mit diesem ganzen Thema. Das bewegt mich auch. Und das bewegt sehr viele andere auch. Und einige von euch kriegen das auch mit, aber einige von euch auch nicht. Und da das für mich genau das ist, was Lego da gerade abzieht, was ich immer wieder kritisiere und hasse auf den Tod, dass da nur noch um Geldmacherei, also wirklich nur noch um Geldmacherei geht. Und um nichts anderes mehr. Weißt, Fair Play auf die Firma draufschreiben, aber dann ein kleiner Händler, der wirklich ein Fliegenschieß ist gegen Lego, den aus dem Leben verklungen und so. Und keine Ahnung, da gehört es auseinandergesetzt damit, finde ich. Ja? Die Videos vielleicht einmal angeschaut vom Held der Steine, darüber diskutiert. Die Videos angeschaut vom, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit seinen anderen Steinen halt, den es halt gerade trifft. Und so weiter und so weiter. Keine Ahnung. Und dann gehen wir her und kaufen unser Blue Bricks Lego Set und bauen es zusammen. Da hat mich so wieder der verdammte Held der Steine, ich hab's ein paar Mal schon gesagt. Ja, ich tue ja sowas gern, diese Bastelsache da, da haben wir mal einen Bastelstream gemacht. Wer war da? Wer war im Bastelstream da? Habe ich die letzten Tage wieder weitergemacht und ein bisschen bemalt auch schon. Ich habe sogar eine Dachkonstruktion gebaut. Soll ich mir Vierer holen? Weiß auch nicht, wenn es irgendjemand interessiert, dann hol ich es Vierer. Steht da am Fensterbrill und Trick. Und mit was er mich angefixt hat, ist, da gibt es von Blue Bricks, glaube ich, war das, also ein Bauernhäusl einfach. Das ist einfach ein Bauernhäusl, das schaut so unfassbar viel besser aus wie jedes Lego-Set auf diesem Planeten. Das ist witzlos. Hat 30% mehr Steine als Inhalt und kostet die Hälfte. Und da hat er mir jetzt dann bald so weit, dass ich mir so ein Ding kaufe. Und dann bauen wir das einfach gemütlich, ein bisschen Schmerz hier, da, wenn wir das mit dem Bastelstring gemacht haben, sitzen wir da an meinem Schreibtisch an meinem Bastel und dann bauen wir das Ding zusammen. So Gaudi einfach. Also es ist dann kein regulärer Stream, ja, von 8 bis 10, sondern halt so das typische, die Beschäftigungstherapie am Samstag, weil wir ja sonst nicht wissen, was wir da sind. Warhammer! Sollen wir 4 holen? Ich hol's mir schnell, ich zeig's euch schnell, ist sowieso schon wurscht. Also. Jetzt mir klar, das machen wir jetzt schrittweise. Das Ding stinkt noch ein wenig nach Lack. Das Ding stinkt noch ein wenig nach Lack. Also, erstmal für alle, die nicht da waren, wir haben einmal so einen Bastelstream gemacht, das war Twitch-Only-Stream, einfach zur Gaudi. Und am Sonntag auf die Nacht, der glaube ich hat 4 Stunden dauert, da habe ich vorher sogar versehentlich YouTube eingeschaltet gehabt. Und dann habe ich mir eingebaut, so weißt du was, ich baue jetzt aus dem Nichts einfach so eine kleine Tabletop, Warhammer, Wartime, Hütten. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ein ganz einfach, simples Heisel, aber da ich halt mit Bastlerei und so weiter und vor allem dieses Warhammer zeigt, das halt schon ein bisschen länger mache, zwar schon lange nicht mehr gemacht habe seitdem, aber länger mache, habe ich mir gedacht, macht es ein bisschen komplexer und habe mit dem Ding angefangen. Könnt ihr euch an diesen erinnern? Ich glaube, wir haben ja im Stream den Torbogen, mittlerweile ist halt bemalt. Ja? Ich glaube, dass man das ganz gut sieht, so mit der Stormauer und mit den Holzdinger drauf. Die Tür ist noch nicht fertig bemalt, so wie man sieht. Da muss ich noch drüber trockenbürsten. Ja? Hashtag Trockenbürsteln wird der Alter. Ja, so, das ist einmal Phase 1. Ja, das ist quasi das Bodenstück. Dann haben wir das da. Da tue ich erst wieder seit dem Wochenende wieder umeinander und so weiter. Wie man sieht, es gibt keinen Innenausbau, den Späumer, ja. Andi, was hältst du von Skull and Bones? Ah, das ist dieses Piratending, oder? Das soll unfassbar schlecht sein. Das, glaube ich, soll unfassbar schlecht sein.
Hat hinten 2 Fenster und da bin ich halt noch nicht weiter, da ist das Holz noch nicht bemalt, da die ganzen Holzbalken noch nicht bemalt. Das hab ich lustigerweise heute erst gemacht. Da habe ich versucht, da so ein, wie soll ich sagen, ja, ich weiß ja nicht einmal, wie man das nennt. Wie nennt man das? Ein Alarmwind, Alter. Und natürlich habe ich da drüber gebürstelt, deswegen die Holzbalken haben noch nicht bemalt. Ja. Vorne gibt es einen Balkon und auch noch mehr Tier und was weiß ich. So, der Plan ist, jetzt pass auf, und es ist schon nach 10 Uhr, jetzt ist es auch schon wurscht, Alter. Jetzt ist es auch schon wurscht, weil jetzt, das Zeug jetzt schon noch her. So, der Plan ist dann sowas da. Ja, also ich habe das noch nicht festgeklebt, wenn ich es überhaupt festklebe, weil man kann es dann vielleicht für Dungeons and Dragons vielleicht auch irgendwann mal hernehmen und vielleicht habe ich doch einmal Bock, dass ich da ein Interieur draus baue. Ja, und dann wird das halt so. Das ist der Plan, dass das quasi ein Storsockel ist und fertig. So, wir haben jetzt übrigens beim Thema, das hat überhaupt nichts mehr mit meinem Kanal zu tun, aber das ist mir jetzt auch scheißegal. Der Rest, der sich ins Bett haut, sorry, merci fürs Zuschauen, Brudi, hau dich rein. Fachwerk nennt man es, richtig. Aber wie nennt man das da dazwischen? Also das da. Die Lärmwand halt einfach zwischen einem Fachwerk. Oder nennt man das die Allgemeinkonstruktion Fachwerk? Ich hab keine Ahnung, Alter. Der White Jazz schreibt, ich glaube, da verwechselst du was. Skull and Bones gibt's noch gar nicht. Sea of Thieves gibt's schon. Sea of Thieves ist mir zu bunt, Alter. So, auf alle Fälle, ja, hier Blub, davon gibt's einen Balkon, der hat noch kein Geländer nicht, aber das baue ich vielleicht irgendwann nochmal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was ich da vielleicht anmerken möchte, das ist alles von Hand gecraftet. Ja, also selber hergeschnitten und diese ganzen, wie soll ich sagen, die Hauer im Holz und so weiter, die tue ich da alle einschnitzen und lassen Scheiß. Das ist halt einfach eine Beschäftigungstherapie. Gemütlich der Hidor. Um mehr geht's nicht. So, dann gibt's noch ein neues Teil, das habe ich noch gar nicht hergezeigt. Außer kurz bei mir auf dem Discord. Das ist das hier. Da mache ich ein Dach. Ja, das glänzt leider Gottes noch ein bisschen, da muss man auch noch drüber trockenbürsteln, aber das ist jetzt auch mit den LED-Strahler, glänzt einfach alles. Da glänzt auch ein. Und ich habe versucht, so einen leicht türkisen, das schaut jetzt sehr grau aus, das ist aber eigentlich türkis, so Warhammer-Türkis. Das wird sogar vom. Da müssen wir jetzt einfach mal schnell wieder ein Ding ausschalten. Ein Chroma Key, dann sieht man es vielleicht gescheit. Dass dieser. Ja, das ist Farbe. So türkisblaues Dach, die Schindeln und so weiter. Ja, das ist so. Weißt du, was das gemacht ist? Aus Bodendämmung. So, und dann ist der Endplan quasi das Teil da so drauf da. Hoffe ich zumindest, dass es da so drauf geht. Ja, und im Ganzen, ich weiß nicht, wie das jetzt sagen, ich muss jetzt das Mikrofon noch mehr auf Zeiten da. Moment. Es fällt nicht auseinander, das ist ein bisschen ein Problem. Jo. Hobby. Nennt man sowas. Und ich weiß, es ist eine sehr einfache Konstruktion, es ist ein sehr einfaches Häuschen. Das ist auch das erste, was ich seit Ewigkeiten und allgemein, ich habe Geländebau habe ich nie gemacht, nie. Ich habe normal immer Figuren bemalt oder sonst irgendwas. Aber nie wirklich von null weg aus Pappardeckel, aus Holzleisten, aus Bodendämmung, aus Schaumstoff und so weiter, Gelände und Obstacles und Gebäude und so einen Scheiß baut. Das ist mein erstes. Darum habe ich mir gedacht, okay, das sparst du jetzt, dass da irgendwelche Winkel einmachst und was weiß ich und ultra kompliziert. Das machen wir doch beim nächsten Mal. Oder mach hier beim nächsten Mal. Das ist halt einfach mein Hobby, deswegen habe ich mir da meine Hobbythek zusammengebaut. Und yo. Habe ich mir gedacht, zeig ich einmal her, vielleicht machen wir irgendwann mal wieder einen Bastelstream. Schindeln aus Netherholz Wrapped Forest. Hubicraft, ich weiß nicht, was Wrapped Forest ist, ich weiß nicht. Was hast du für ein Mikro? Ich habe eine rote NT-USB. Bandy and the Ink Machine war jetzt, Birger. Was ist Bandy and the Ink Machine? Kenne ich nicht. Finde ich gut, schreibt der Handpanzer. Ja, keine Ahnung, unbedingt, die zeig's mir her, weil warum nicht? Der Extremmann, ich frage nur mal, weil es mich interessiert, also Mods bitte nicht striken, wo kann man das Set kaufen? Was für Set? Was für Set, Alter? Das ist von dem Haus da. Das kann man nicht kaufen, das habe ich selber gemacht. Falls du das meinst. Das Lego-Set, von dem ich geredet habe, oder das andere Set, wie es heißen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo man die kaufen kann.
Der Leo Leudl hat 60.000 Punkte an mich. Alter, ich hab gemeint, ich hab eine grosse Armee. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das ich hab. Ich meine, je nachdem, wie es ausschaut, habe ich auch 30.000 Punkte beieinander. Aber so viel habe ich nicht. Warum kann man die auf Twitch nicht subben? Da hat er meine Prime-Sub gern da lassen. Herr Cyboton. Aus dem ganz einfachen Grund, wie du da hinten siehst, ich stream gleichzeitig auf YouTube. Und sobald ich Twitch-Partner bin, kann ich nicht mehr auf YouTube gleichzeitig streamen. Und das ist ein Gacki-Würstel. Das ist einfach ein Gackel-Würstel. Darum geht das leider nicht. Das ist ja nicht, dass das da das musst du aber auch nicht da. Und wenn es das wirklich unbedingt irgendwie, was weiß ich, da möchtest, dann gibt es auf YouTube die sogenannte Kanalmitgliedschaft. Das ist genau dasselbe wie eine Twitch-Subscription. Geht halt nur nicht mit dem Prime. Ja, das ist die kostet halt dann wirklich 5 Euro und ist nicht im Prime mit dabei. An der Stelle mir vielen herzlichen Dank an meine Mitglieder. Press F for Respect. Press F for Respect. F Enter. So. Freunde der Sonne, jetzt ist er Ruhe. Der Bauzi ist raus, bin weg, der Bürger und Prost, Prost, Hashtag Rettungsfutzen. Jetzt schauen wir noch, wen ich übersehen habe. Der Maurer. Hast du schon mal Raft angeschaut? Haben wir vorher schon geredet. Ich habe jetzt keinen Bock drauf gehabt und nach einer Stunde habe ich nicht mehr aufhören können. Das passiert öfter. Aber die Hürde überwinden so eine Stunde zum Spähen. Wann gibt's denn wieder Pizza? Vielleicht spielen wir eine Pizza-Connection. Weißt du, was ich dir sage? Mir sucht man uns irgendwas aus. Was wir mir heute einmal deren? Zeitig aufhören. So schaut's aus. Friends of the Sun, as always. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben drücken. Was Twitch mit dem Daumen nach oben tut, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ist ja wurscht. Dann da die Song Press F for Respect für die Moderatoren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage jetzt nicht sicher, dass wir am Wochenende was deren, weil es kann immer mal was dazwischen gehen. Vielleicht habe ich einfach keinen Bock nicht, Alter. Meininger, Nachti, Hashtag Dorfmatratzen. Dankeschön, Alter. So. Aber vielleicht habe ich Bock auf Sekiro. Vielleicht habe ich auch Bock noch mehr auf Dark Souls 1, weil warum nicht? Das hat wirklich Spaß gemacht und vielleicht habe ich Bock auf Basteln, Alter. Wer weiß das schon. Vielleicht bestelle ich mir jetzt im Anschluss ein Blue Bricks Lego Set und wir bauen einfach irgendeine. Es gibt die Kingdom, das wollte ich noch sagen, die Kingdom Come Deliverance Bauten gibt's da und die schauen so gut aus. Vielleicht haben wir einfach das, Alter. Was weißt du nie, Alter? Wir werden es sehen. Friends of the Sun, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Ein kleines Special, merci an Frauke und Mojo, die immer noch das Eskalieren fangen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Außer das Piano. Bitte, weil die Leute irgendwann zum Schmerzen anfangen, das wollen wir nicht. Weißt du, was der jetzt macht's Mitgliedschaft. Die klangen überall hin. Scheiß auf Donations, machst du Mitgliedschaft. Sag ich merci, Alter. Sag ich merci, passt, Alter. Und dann, wenn du einmal im Monat hast einen Fünfer da, dann sag ich merci, den Fünfer, den nehme ich, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich bin nicht reich, du wirst nicht arm. Easy peasy lemon squeezy, Alter. Vielen herzlichen Dank. Aber auch an alle anderen. Ich mache hier keinen Unterschied, ob wir mir von einer Bambus-Donation oder von einer Diamond-Donation reden. Vielen herzlichen Dank und jetzt schleicht euch verdammt nochmal ins Bett. Was wir am Montag werden wir sehen. Nächsten Mittwoch später LeBron weiter. Der unsterbliche LeBron. Ab in den Chat, Hashtag LeBron. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Wenn euch langweilig ist, dann geht's in meinen Kanal, scrollst ein Stück lobe, schaust da in die Streams, wo du es dann noch nicht angeschaut hast. Weißt du, wie es ist. Und jetzt Puzzle aufs Nudel. Wo ist die Tröte, oder? Die darf man niemals auslassen, sonst war das nichts Gescheites. Gute Nacht, schleicht euch, schönes Wochenende, falls wir uns nicht sehen. Einen wunderschönen Tag, morgen eine gute Nacht. Bis spätestens am Montag, vielleicht bis zum Wochenende, haut euch eine HB. Schleicht euch davor.